Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Ja, leid. Grüß euch benannt. Wirklich tatsächlich sogar letzten Endes Etzadler. Es ist schon eine Weile her. Ich habe gerade geschaut, 2 Wochen, seitdem ich mein letztes Video hochgeladen habe. Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich habe zurzeit richtig viel Arbeit am Arsch. Richtig viel Scheiß, um die ich mir neben der Arbeit noch kümmern muss. Und in der wenigen Freizeit, die dazwischen noch gehabt habe, habe ich schlicht und ergreifend keine Lust gehabt. Manchmal haben wir vorgenommen, halt auf die Nacht, wenn Storm kommst, dann nimmst du noch mal ein Video auf, weil irgendwas Interessantes passiert ist. Und bin dann heimgekommen und war einfach total am Sack. Und dachte, na komm, Arsch, Couch, Ding. Genau. Ja, was ist passiert in den letzten Wochen? War die Klonter-Geschichte schon, als ich mein letztes Video aufgenommen gehabt habe? Keine Ahnung. Rainer hat es jetzt anscheinend schon wieder aufgegeben, weil es ist jetzt auch schon länger nichts mehr gekommen. Auf Rainers Reaction-Videos werde ich nicht reagieren. Na, das tut mir weh. Das leckt mich am Arsch. Jetzt ist wirklich, ich spreche jetzt da schon seit aus 1,5-jähriger Erfahrung. Jetzt ist wirklich diese Reaction-Kasperei keine Raketenwissenschaft. Wirklich nicht. Ja? Ein Dulli wie ich kriegt das hin. Du musst halt einfach ein bisschen schwafeln können. Aber also Punkt Nummer 1, egal welche Reaction das war, ob es die auf Ofi war, ob es die auf Henk war oder ob es die auf Klonter war, wer tatsächlich glaubt, dass der Rainer sich diese Antworten, diese hochschlagfertigen, großartigen Kommentare da nicht vorher extra aufgeschrieben hat, dem ist auch nicht mehr zu helfen, der muss zurückgelassen werden. Aber, also ohne Wenn und Aber. Und das ist auch das, immer wenn er gesagt hat, ja, er hat den ganzen Tag an sowas gearbeitet, bei diesen Reactions. Ich glaube, das ist das, was die Hauptzeit gefressen hat. dass er sich da hingesetzt hat, dieses Video angeschaut und immer wenn er was gesehen hat, wo er gedacht hat, dazu muss er jetzt was sagen, oder wahrscheinlich für das kleine Gesatzel, was er danach rauslassen hat, was jedes Mal unter aller Arsch und absolut infantil war. Also ganz ehrlich, da kann ja ein Grundschüler hinsetzen, der kann das besser kommentieren. Hat er wahrscheinlich für jedes kleine Gesatzel irgendwie 1 Stunde zum Schreiben braucht. Und deswegen hat er den ganzen Tag für die Scheiße braucht. Die kannst du mir nicht anders vorstellen. Und für so eine 15 Minuten Reaction-Video, was der da gemacht hat, brauche ich 15 Minuten. Aber ihr kennt's mich. Ja, bei mir ist 15 Minuten Video eher selten angesagt. Dauert dann doch meistens ein wenig länger. Und auch bei diesen Reactions ist wieder rausgekommen, Rainer ist nicht gegen Mobbing. Rainer ist nicht gegen Mobbing. Weil diese Sachen, ja, das Drama stecken um. Das war sein Gedankengang hinter der Geschichte. Jetzt Drama stecken um, jetzt zeige ich ja mal, wie das ist. Ja. Also erstens war es erbärmlich. Und zweitens sieht man dann wieder, gerade bei der Klonter-Geschichte, wie Rainer wirklich drauf ist. Ja, wenn Rainer die Möglichkeit hat, auf jemanden rumzutreten, der am Boden liegt, dann wird er es machen. Und wie gesagt, ich kenne mich bei der Klonter-Sache, was jetzt da an welchen Vorwürfen dran ist, überhaupt nicht aus. Ich kenne Klonter nicht persönlich. Ich schätze ihn allerdings aber auch nicht so ein, muss man sagen, dass da irgendwas dran wäre. Es ist jetzt auch länger nichts mehr gekommen, sei es darum, juckt mir ja gar nicht. Aber egal ob oder ob nicht,
gerade Rainer, der sich immer als großer Anti-Mobbing-Jesus hinstellt, die Aktion war einfach ekelhaft. Ja. Ekelhaft. Vor allem, wenn man sagt, ja, hier, da werden dann Sachen behauptet. Vor allem bei ihm, wo es ja tatsächlich irgendwie Beweise gibt dafür. Also es ist ja nachgewiesen, die Geschichte, wo er die Hose gelüftet hat. Es ist nachgewiesen, diese Sachen, die er auf dem Discord verzapft hat. Es ist auch Bildmaterial im Internet noch vorhanden mit der 13-Jährigen, die er in seinem Juno-Stream drin gehabt hat und. Ja. Gerade er reißt da die Fresse auf. Da ist mir ein wenig der Kamm geschwollen vor Zorn. Muss ich sagen. Naja, ja, wie gesagt, generell seine angeblichen Blind Reactions, wissen wir, die sind genauso blind wie seine Blind Playthroughs und der ganze andere Krampf. Was ist noch passiert? Ah ja, die Waldcamping-Folge der Obdachlosen-Staffel, die ist auch Chefskiss gewesen. Da richtig nice. Da hat man sich fast wieder an alte Schanzenzeiten zurückerinnert, wo die Leute angebrüllt hat. Er im Wald und die Leute draußen auf dem Weg. Ach, köstlich. Und ja, man hört es dann immer wieder von Leuten, es dann heißt, ja, aber den da extra aufsuchen im Wald und den da irgendwie terrorisieren und bla bla bla. Ich sag's euch, wie es ist bei jedem anderen da, die diesen Leuten recht geben. Da sagen, ja, das muss nicht sein. Aber ihm gehört's halt so. Er hat darum gebettelt, er wollte das so. Der Mann hat seine ganze Existenz darauf aufgebaut. Der Hate ist sein täglich Brot. Ohne Hate, da der jetzt nicht irgendwie vierstellig heimgeht jeden Monat mit der TikTok-Bettelei, was mir sowieso vollkommen also ich check das nicht. Ich begreife es nicht, wie sich so ein fetter Brunzbieselbläder Dulli da hinsetzen kann mit dieser Art und dann da noch schaufelweise die Barren hinten nachgeschmissen kriegt. Unfassbar. Und das langt er mir immer noch nicht. Ja. Dann kauft er sich irgendwie das neue Zelda, das habe ich nachgeschaut, gibt es in 2 verschiedenen Varianten, einmal für 60, einmal für 70 Euro. Ich glaube, wir brauchen nicht lang drüber nachphilosophieren, welche Variante sich der Rainer gekauft hat, weil der Klotzen nicht kleckern. Der hat sich gewies, der hat sie auch bei Hogwarts Legacy irgendwie die Deluxe-Edition bestellt. Hier, der, wenn 5 Mark in der Hosentasche hat, dann brennt er aber ein Loch rein. Wenn der Geld hat, das muss sofort raus. Und klar, ich kann das nachvollziehen. Ich war einmal eine Zeit lang, wo ich wirklich echt knapp bei Kasse war. Und da habe ich mir halt solche Luxussachen, die habe ich mir halt von anderen Dingen abgespart. So. Also da bin ich dann halt einen Monat lang nicht in Kneipen gegangen und habe geschaut, irgendwie nur Angebote gekauft, billig Scheiß gefressen. Wenn ich mir dann irgendeine Anschaffung gehabt habe, sage ich, das muss ich dringend haben. Ja, wenn jetzt, wie jetzt bei ihm zum Beispiel, da irgendein neues Spiel von der Serie Kämmer ist, wo ich jahrelanger Fan war. Ja. Aber der hat die Kohle praktisch nicht, schmeißt es beim Fenster aus, kommt dann in seinen Discord und bettelt um Warne. Ob ihm jemand einen Essensgutschein kaufen kann. Ich glaube, mir fällt der Ei aus der Hose. Und die Leute machen das offensichtlich. Wenn man jetzt ausrechnet, was war das bei Inge? 1600 Euro kriegt der von TikTok überwiesen? Also, das ist die monatliche Geschichte über seine, also das sind die monatlichen Einnahmen, die da über TikTok reinkommen offensichtlich. Und dann kriegt er noch diese ganze Bettelei über die IBAN. Da werden auch nochmal ein paar 100 Euro zusammengekommen. Dann lass er Mario nur einen 50er zustecken. So, und dann geht er mit 2000 Euro heim. Klar, das müsste er da eigentlich versteuern, aber wir kennen Rainer. Ja. Ja? Rainer denkt sich, ich bin obdachlos. An welche Adresse sollen sie denn
An welche Adresse sollen sie den Steuerbescheid hinschicken? Haha. Jetzt wäre den auch nur in den Arsch speisen. Also, aktuell ist das wieder ein Problem für Zukunftsreiner. Das ist genauso wie damals mit der Stromrechnung. Er hat gesagt, der Rudi Winkler, der wohnt hier nicht mehr, Tonne. Und nach 5 Jahren haben sie gesagt, hier, Herr Winkler, Sie beziehen hier seit 5 Jahren Strom und zahlen keinen Cent mehr drin und jetzt den Saft ab. Und dann haben sie gedacht, warum? Ihr habt es doch immer an Rudi Winkler geschrieben. Hahaha. Naja. Schwamm drüber, ich laber schon wieder seit 10 Minuten irgendeinen Krampf. Folgendes, was wollen wir heute bearbeiten? Ich weiß, ihr habt einen Teil davon wahrscheinlich vor 2 Wochen ungefähr oder ein bisschen länger beim lieben Arni Degger schon gesehen. Ich habe mir diesen Teil bei ihm auch angehört. Das ist der 3. Teil gewesen. Dachte mir so, ja, schaust du mal die restlichen 2 Teile an. Der gute Mann, dieser Stefan Riedl, hat nämlich da bei Wochenblattreporter.de mehrere Artikel rausgemeldet. Einen im Oktober letzten Jahres, einen im Dezember letzten Jahres und jetzt einen Ende April. So. Ich freue mich schon auf die Kommentare. Ja, ihr haben wir schon beim Arne gesehen, alles langweilig. Ich fand's gut, ich wollte es durchgehen und ich wollte vor allem auch mich nochmal ein bisschen ja, ich hab mir die Sachen einmal durchgelesen bisher. Ich wollte es mal ein zweites Mal durchlesen, mit euch zusammen, in der Hoffnung, dass mir vielleicht noch ein paar Sachen einfallen, dass ich ein bisschen meinen Senf dazu geben kann. Und ja. Bitte verzeiht mir, ich bin eine ganze Scheiße vorlesen wie der Dicke. Aber fast. Ich war noch nie gut im Vorlesen. Schon in der Schule nicht. Ich hab's gehasst, ganz ehrlich, weil ich mir immer verhaspel. Irgendwie, die Augen sind schneller als das Hirn und der Mund hängt ganz weit zurück und dann ist irgendwas. Nichtsdestoweniger, da ich sagen, habt euch hier mehrere Reißzeichen halbe auf, dann fallen euch vielleicht meine Verhaspler beim Vorlesen nicht so auf. Und wir schauen uns diese Artikel an. Gehen wir rein in die Ding. Der Titel, wie gesagt, Stefan Riedl bei Wochenblattreporter.de, verlinkt die Scheiße nochmal unten drunter. Der Titel des ersten Artikels vom 16. Oktober 2022. Der Drachenlord ist kein Mobber, aber eine nuancierte Betrachtung. Kennt ihr das auch? Ihr lest etwas im Internet, es zieht euch in seinen Bann und ihr verbringt einige Zeit, um euch darüber schlau zu machen. So sehr, dass es euch dazu bringt, es zu Papier zu bringen. So ging es mir jedenfalls letztens, als ich mich über das Thema Mobbing schlau machen wollte und dabei irgendwann über einen Namen gestolpert bin, der im Zusammenhang damit fast immer fällt. Rainer Winkler. Internetname Drachenlord. Reißerisch wird er von vielen Journalisten oft als Mobbingopfer beschrieben. Auf der einen Seite er und auf der anderen Seite seine Hassgemeinschaft. Da es sich hier aber nun um ein Nischenthema handelt und weil berufliche Journalisten nicht die Zeit haben, sich einen Überblick von knapp über 10 Jahren zu erarbeiten, ist das durchaus verständlich, aber in meinen Augen nicht tiefgründig genug. Da muss ich kurz einhaken. Berufliche Journalisten nicht die Zeit haben, sich einen Überblick über die 10 Jahre zu erarbeiten, weiß ich nicht. Bin ich schon der Meinung, wenn ich beruflicher Journalist bin und ich möchte über das Thema schreiben und ich möchte wirklich differenziert über dieses Thema schreiben, dann muss ich mit der hängen. Und wenn das ein 10-Jahres-Thema ist, dementsprechend Recherche benötigt, ja, dann bringe ich halt den Artikel nicht nächste Woche raus, sondern in einem halben Jahr. Und dann weiß ich aber Bescheid. Und jeder von uns weiß, dieses Drachen-Game-Thema, das ist ja relativ ausschweifend. Und die wenigsten haben da wirklich alles auf der Kette. Es gibt sicher irgendwelche alteingesessenen Urgesteins-Hater, die von Stunde 1 dabei waren und halt immer nur dabei sind und die dann nur genau sagen können, ja, damals 2015 im Januar, da hat er genau, also aber die meisten von uns brauchen dann
Wenn wir es genau wissen wollen, nochmal sowas wie die Drachenchronik oder man schaut im Video vom Einzigen nach oder sowas. Dementsprechend, nein, also da muss ich ihm kurz widersprechen. Ich widerspreche dem Mann nicht oft, weil es sind wirklich gute Artikel. Aber ja, die Journalisten, die darüber bisher geschrieben haben, aber da geht er später noch darauf ein, haben das halt einfach scheiße gemacht. Und die haben sich nicht genug mit dem Thema beschäftigt. Wo waren wir? Ja, nicht tiefgründig genug. Des Weiteren dürfen die Artikel auch eine bestimmte Länge nicht überschreiten. Darum hoffe ich, dass ihr ein bisschen Zeit mitgebracht habt, denn das hier sind 6 DIN A4 Seiten geworden. Fangen wir an. Jetzt kommt eine kurze Übersicht. Aufbau. Erstens, was ist eigentlich Mobbing? Zweitens, Rainer Winkler, ein Kurzprofil. Drittens, die Hater, mehr als die Teile ihrer Summe. Ich bin mir nicht sicher, heißt das nicht mehr als die Summe ihrer Teile? Hat er sich da vertippt? Sollte man ihn darauf aufmerksam machen? Ich weiß nicht, ob er die Kommentare unter dem Artikel da von vor über einem halben Jahr nur liest, aber hier steht wirklich die Teile ihrer Summe. Korrigiert mich, wenn ich blöd bin, aber normalerweise heißt es auch mehr als die Summe ihrer Teile. Vielleicht habt jetzt ihr aber einen Knopf im Gehirn. Kann auch sein. Viertens, meine Prognose, wie wird es weitergehen? Erstens, was ist eigentlich Mobbing? Je abstrakter ein Begriff, desto mehr wird über ihn gestritten. Selbst bei relativ konkreten Gegenständen wie Tisch kann man sich schon streiten. Für diesen Artikel wurden von mir mehrere Artikel zu Mobbing quer gelesen. 4 Seiten sind sich einig, dass Mobbing aus folgenden Faktoren besteht. Ich lasse Sachen, die hier in Klammern stehen, mit seinen Quellenangaben, ne, lese ich nicht vor, die könnt ihr dann, wenn ich das verlinkt habe, selber nachschauen. Erstens, Person A wird von, also hier woraus Mobbing besteht, ganz wichtig, Person A wird von Person B oder mehreren Personen, C, D, E etc. geärgert. Zweitens, die Schikanen kommen häufig vor. Drittens, die Schikanen kommen über eine längere Zeitspanne vor. Viertens, das Opfer kann sich alleine nicht gegen die Mobber durchsetzen. Cybermobbing ist wiederum genau das, was es beschreibt, Schikane im Internet. Auf den ersten Blick trifft auf Rainer Winkler alles zu. Aber dann schaue man sich folgenden Punkt an, zitiert von der AOK-Seite zu Mobbing. 5. Das Opfer trägt dabei keine Schuld und löst den Ablauf nicht durch eigenes Fehlverhalten aus. Muss ich nochmal kurz einhaken? Das ist der entscheidende Punkt. Hat er gut aufgebaut. Erst die 4 Punkte und dann diesen kleinen Absatz, um da drauf nochmal genauer hinzuweisen. Das hebt das Ganze hervor, weil das ist der wichtige Punkt. Bis dahin hatten wir es ja alles. Rainer trägt halt die Schuld daran und löst den Ablauf durch eigenes Fehlverhalten aus. Beziehungsweise ist es ja oft, es ist aus Rainers Sicht gar kein Fehlverhalten. Sind wir mal ehrlich, aus Rainers Sicht ist das logische Verhalten. Ja, Hass gibt Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit gibt Barrende, Barrende gibt Dreckfressi in den Klöterkopf. So. Wenn der Hass weniger wird, dann muss mehr Provokation her, damit wieder mehr Barrende gibt und wieder mehr Dreckfressi in den Klöterkopf. So. Wissen wir. Weiter im Text. Natürlich gibt es den provozierenden Opfertyp, weshalb man diesen Punkt ausklammern könnte. Aber jetzt fügen wir noch eine Frage hinzu, auf welche mir keine dieser Internetseiten eine Antwort geben konnte. Ist man ein Mobbing-Opfer, wenn man von dem Mobbing unmittelbar profitiert, also ein positiver Anreiz besteht, sich mobben zu lassen? Kompliziert wird es noch, wenn wir den Anti-Mobbing-Coach Carsten Stahl berücksichtigen, der Rainer Winkler sowohl als Mobbing-Opfer als auch als Täter klassifiziert. Werfen wir einen kurzen Blick auf Rainer Winkler, bevor wir diese Frage beantworten. 2. Rainer Winkler, ein Kurzprofil. Kurz geschrieben ist Rainer Winkler Anfang bis Mitte 30. Er ist auf eine Förderschule gegangen, er hat kleinere Arbeiten bei Zeitarbeitsfirmen verrichtet,
Das war ein Freundschaftsversprecher. Und er besaß ein Haus in Altschauerberg in Emskirchen. Am 10. August 2011 erstellte er seinen YouTube-Kanal und diverse andere Nebenkanäle. Im Laufe der Jahre folgten noch andere Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel YouNow, Twitch und TikTok. Sein Hauptthema war anfangs Heavy Metal. Aber er erweiterte das später um Gaming und diverse weitere Themen. Er veröffentlichte auch Vlogs, in denen er über diverse Themen sprach, und Streams, in denen er Videospiele spielte und Fragen beantwortete. Die Zuschauer mehrten sich und es kam irgendwann der Punkt, an dem er mit seinen Videos Geld verdienen konnte. Die Rechnung dahinter ist bei YouTube relativ einfach. Je mehr Klicks, desto mehr Geld. Soweit war das alles nur virtuell. Jedoch wurde seine Schwester im Jahr 2014 von jemandem am Telefon mit einer Computerstimme bedroht, was Rainer Winkler dazu veranlasste, ein Video zu veröffentlichen, in welchem er dieses Thema ansprach. Er nahm seine Familie in Schutz, machte seine eigene Adresse öffentlich und meinte, wer wolle, könne sich ruhig mit ihm anlegen. Beruhigt euch, die Mistgabeln bitte noch nicht aus dem Schuppen holen. Ich weiß, diese Traut euch kommt zu mir Geschichte ist immer diese, was als erstes immer kommt und was uns zum Hals raushängt, weil es eigentlich nicht der wirkliche Ursprung vom Hate ist. Also erstens hatte Rainer ja vorher schon eine gewisse Anzahl von Hatern, weil ansonsten wäre zu der Scheiße überhaupt gar nicht gekommen. Und zweitens, die Besuche liegen nicht daran. Das wissen wir alle. Kommt noch. Contenance, calm your tits, please. Weiter geht's. Dabei ist es allerdings nicht geblieben. Er hat später Poster verkauft und Leute darum gebeten, ihn zu besuchen. Besucher kamen auch und manche von ihnen gerieten mit Winkler aneinander. Oft wurde das dann auch von anderen auf Video aufgenommen und ins Internet gestellt. Die Zuschauer dieser Leute wurden neugierig und schauten sich Rainer Winklers Kanal selbst an. Rainer Winkler machte dann auch selbst Videos über diese Leute. Die Wirkung lässt sich anhand eines kleinen Schneeballs, der eine Lawine auslöst, ziemlich gut bildhaft beschreiben. Reichweite generiert viele Klicks. Das wiederum generiert viele Einnahmen, die man verwenden kann, um noch mehr Reichweite zu erlangen. Es ist ein Kreislauf aus Winklers Videos, den Hatern. Im Übrigen, er schreibt Hater, H-A-I-D-E-R-N. Ja, perfekt. Großes Lob. Und der öffentlichen Berichterstattung, er sich immer weiter hochgeschaukelt hat. Somit verneine ich die Frage, ob Winkler ein Mobbingopfer ist, weil er von dieser negativen Aufmerksamkeit profitiert. Und die Aufmerksamkeit war auch erst einmal gut für ihn. Er hat damit viel Geld verdient. Nach seinen eigenen Aussagen bis zu 8.000 Euro im Monat. Ich glaube, habe ich heute noch was gesehen von Demon, wo er mit Cookie geschwafelt hat, dass das in manchen Monaten tatsächlich hingekommen ist. Also, dass YouTube Rainer in manchen Monaten tatsächlich zwischen 6.000 und 8.000 Euro überwiesen hat, wo er diesen Hype hatte. Aber ihr glaubt es ja nicht wirklich, Rainer hätte das irgendwie angelegt, hätte geschaut, okay, was machen wir jetzt damit? Kann ich meine Schulden abbezahlen? Ich muss da was auf die Seite legen zum Versteuern. Ich muss ja eigentlich auch noch mich krankenversichern etc. Weil da bleibt nämlich von den 8.000 Euro ganz schnell nicht mehr ganz so viel übrig. Na, er hat es mit alle 2 Händen aus dem Fenster rausgeschmissen. Und es ist vom Monatsende nichts mehr da gewesen. Und kurz bevor die nächsten YouTube-Barrende wieder eingerollt sind, hat er im Discord die Leute angebettelt, ob sie ihm nicht irgendwelche DLCs für irgendwelche Videospiele kaufen können. Weil er keine Kohle mehr gehabt hat. Und das ist am Monatsanfang vollkommen wurscht. Es ist scheißegal, wie viel Geld man einem Rainer Winkler am Anfang eines Monats in die Hand drückt. Am Ende des Monats ist das weg, Tabula rasa, ist raus, nichts mehr da. Ja, der kann 80 Euro kriegen, steht am Monatsende mit 0 da. Der kann 8.000 Euro kriegen, er steht am Monatsende trotzdem mit 0 da und ist wieder am Barrende betteln. Egal. Aber die langfristigen Folgen waren nicht abzusehen, selbst für einen Menschen mit normalem IQ. Denn was bis jetzt noch nicht erwähnt worden ist, Rainer Winkler hat einen verminderten IQ von 85. Naja, also die langfristigen Folgen, die waren nicht abzusehen, muss ich ihm widersprechen. Ja, also für einen Menschen mit einem normalen IQ, für den ich mich halte, ist das schon abzusehen, dass wenn ich ja schon mehrere Jahre lang darunter leide,
dass ich Hater habe. Ja? Also er hat ja Hater praktisch von Stunde 1 gehabt. Ja? Also von Stunde 1 hat er nicht einen ernsthaften Zuschauer gehabt. Die Leute haben ihn angeschaut und haben ihn abonniert, die ersten 50 Leute auch, weil sie gedacht haben, was für ein Vollidiot. Wir schauen jetzt zu, wie der sich zum Horst macht. So. Wenn das ist ja relativ schnell dann eskaliert mit 2014, mit dem Traut euch kommt zu mir Video und dem ganzen anderen Scheiß. Und wenn ich schon weiß, dass ich, ja, also jemand mit einem normalen IQ und nicht diesem vollkommenen gestörten Weltbild wie Rainer, der tatsächlich glaubt, dass er Fans hat, weil er hier sagt, mit einem normalen IQ kann absehen, dass wenn ich diese Leute zu mir nach Hause einlade, dass da nichts kurz dabei rauskommt. Das, ne? Und er hat einen verminderten IQ von 85, möchte ich auch kurz widersprechen. Ja, das wird zwar später also auch gerade noch behandelt, aber meine Information ist der IQ von 85 noch im Normbereich, ist zwar die unterste Grenze vom Normbereich, aber es ist dann im Normbereich. Dementsprechend hat er einen unterdurchschnittlichen IQ und keinen verminderten IQ. Einen verminderten IQ hätte er tatsächlich bei 84. Aber dann hätten wir auch die Handhabe, dass man sagt, okay, der ist split, dass er sich um sich selber kümmert und der kriegt jetzt irgendwie einen Betreuer oder der braucht irgendwie Hilfe im Leben. So. Und jemand, der da Vollmachten kriegt und sowas. Aber weiter im Text kommt noch. Nichtsdestoweniger fällt das immer noch in den Normbereich eben und weiterhin hat ihm ein gerichtliches Gutachten Prozessfähigkeit bescheinigt, woraus in meinen Augen hervorgeht, dass er auch geschäftsfähig ist. Und ja, Rainer Winkler war vor Gericht und wurde verurteilt, aber nicht nur er. Also er ist geschäftsfähig und prozessfähig, dementsprechend, ne? Drittens, die Hater. Mehr als die Teile ihrer Summe. Das steht wieder so, dann das hat wahrscheinlich copy-pasted. Ich sage einfach mehr als die Summe ihrer Teile. Wir leben in einem Rechtsstaat. Das Gesetz gibt einen Rahmen vor, nach dem wir Menschen uns richten, damit wir als Gesellschaft funktionieren können. Wird gegen das Gesetz verstoßen, gibt es Institutionen, die Strafen verhängen. Wenn Bauer A und Bauer B sich streiten, ihr Konflikt sich hochschaukelt und in Straftaten bereits mündet, muss eine dritte Instanz, die unabhängig von A und B ist, entscheiden, ob gegen Gesetze verstoßen wurde und entsprechend Strafen verhängen, damit A und B ihr Verhalten ändern. Genau dafür sind Gerichte da und genau das ist in beiden Gerichtsverhandlungen um Rainer Winkler und die Leute, die ihn belästigt haben, auch passiert. Rainer Winkler hat Straftaten gegen manche seiner Besucher begangen. Manche Leute, die ihn im realen Leben belästigt haben, haben Straftaten gegen ihn begangen. Das Gericht in Nürnberg hat lediglich seine Arbeit verrichtet, nämlich beide Seiten abgewogen und die besonderen Umstände gewürdigt und entsprechend beide Seiten verurteilt. Ja. Wir sind uns einig, da sind wir uns wirklich einig. Ist auch egal, mit wem von den Leuten aus dem Hater-Kollektiv, sagen wir es einmal so, ich mich jemals unterhalten habe, die sind sich alle einig, Straftaten begehen ist nicht angesagt. Ja, also egal, ob es jetzt die berühmten Feuerwehranrufe oder der ganze andere Kampf ist nicht angesagt. Aber das Gericht in Nürnberg hat lediglich seine Arbeit verrichtet, Seiten abgewogen, die haben die schon gut. Da mag jetzt der Taschenlampendulli nicht unschuldig dran gewesen sein. Und der Handtuchräder, dass diese Abgewogenheit eher so in die Richtung Rainer Ganger ist. Aber ja. Es liegt also kein Justizversagen vor, wie von manchen Journalisten behauptet wird. Wie gesagt, wenn kein Justizversagen vorliegen würde, dann wäre Rainer im Knast. Also so viel Bewährung kann auch ein Mensch gar nicht kriegen. Das ist in meinen Augen lediglich ein Fehlschluss, hervorgerufen durch diese falsche Dualität der Mainstream-Presse mit Rainer Winkler als Opfer und den Hatern als Täter. Weil sich so eine simple Prämisse leichter schreiben lässt. Manchmal wird in solchen Artikeln sogar gefordert, die Hater als Ganzes zu bestrafen. Aber wer sind eigentlich diese Hater?
Im Übrigen, weil sich eine simple Prämisse leichter schreiben lässt, ist genau das Problem. Deswegen beschäftigt sich ja auch niemand mehr damit. Ich meine, es gibt ja Investigativjournalisten, die sich irgendwo einschleusen und da Monate oder stellenweise Jahre irgendwelche Geschichten machen. Klar kann man das nicht immer erwarten und wegen so einer Dulli-Scheiße wie bei Rainer wäre das, ne? Aber dass man sich wenigstens die Mühe gibt, sich gut zu informieren, bevor man die Scheiße schreibt, will man auch gar nicht, weil die Scheiße sich nicht verkauft. Ja, wenn ich einen Artikel schreibe, in dem ich sage, dicker Internetidiot provoziert Leute dazu, zu ihm zu kommen, die tun das dann auch und die hauen sich dann gegenseitig aufs Maul, verkauft sich deutlich schlechter. Ja, weil sie sich dann denken, ja, okay, sind jetzt blöd, gehen wir zu Barbara Salisch oder was. Das verkauft sie deutlich schlechter, als wenn ich schreibe, wilder Hassmob im Internet terrorisiert armen Sonderschüler. Das ne? Erreicht mehr Reichweite. Die Leute, die diese anderen Artikel über Rainer geschrieben haben, die haben gar nicht das Interesse gehabt, sich da objektiv damit zu beschäftigen oder da einen objektiven Artikel drüber zu schreiben. Weil der objektive Artikel, um es jetzt mal in reiner Sprech zu sagen, weniger Barne bringt. Ganz einfach. Genau. Weiter im Text. So wie Mobbing ein dehnbarer Begriff ist, so ist es auch der Begriff Hater. Die fränkische Aussprache von Hater, Englisch für Hasser. Nach Rainer Winklers Definition, Klammer auf, nach der ich hier nicht gehen werde, Klammer zu, ist jeder Mensch, der nicht für ihn ist, ein Hater. Der Anwalt für Recht im Internet möchte seinen Fall nicht übernehmen, dann ist er ein Hater. Bekannte YouTuber, die von ihm um Hilfe angeschrieben werden, wollen ihm nicht helfen, dann sind sie das auch Hater. Ihr, die ihr gerade diesen Artikel liest, unabhängig davon, ob ihr vom Nischenthema Drachenlord je etwas gehört habt oder nicht, ihr seid auch Hater, ob bewusst oder unbewusst. Ich, der diesen Artikel geschrieben hat, ich glaube, ihr kennt die Antwort. Das ist großartig geschrieben. Das gefällt. Per Definition sind Hater Menschen, die starke Abneigung, also da H-A-T-E-R, nicht Hater. Hater sind Menschen, die eine starke Abneigung gegen etwas haben und diese Abneigung in Wort und Schrift auch ausdrücken. Folglich findet man diese Leute vor allem in sozialen Medien. Bedeutung online definiert Hater auch als Anti-Fans, also Menschen, die etwas nicht feiern, sondern niedermachen, sobald es rauskommt. Wie wir sehen, ist es schwer festzumachen, wer denn nun ein Hater, Anti-Fan ist oder nicht. Die Haterschaft ist ein gigantisches, loses Kollektiv. Aus unterschiedlichsten Schichten finden wir alles. Von Besuchern, die Rainer Winkler persönlich kennenlernen wollen, über Leute, die sich kreativ austoben und Memes, Lieder, sogar ganze Hörspiele über ihn erstellen, über Leute, die sich über ihn in Foren unterhalten und amüsieren, bis hin zu den stillen Beobachtern, ist alles vertreten. Homogenität ist hier Fehlanzeige. Im Übrigen, Leute, die ganze Hörspiele erstellen, schöne Grüße gehen nochmal raus an den 2-Meter-Zwerg. OGER, großes Kino. Über die Haterschaft alleine könnte man eine ganze Artikelreihe schreiben. Doch kommen wir zur ersten großen Frage. Warum hassen die Anti-Fans Hater Rainer eigentlich? Ja, was bringt uns dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Es gibt sehr viele Gründe, die ich hier anführen kann. Dann beschränke ich mich auf eine Handvoll. Erstens. Rainer Winkler stellt sich in seinen Videos als Pazifist dar, aber seine Taten zeigen jedoch klar auf, dass er Aggressionsprobleme hat. Er sollte sogar einen Anti-Aggressionskurs besuchen. Das hat er aber nie getan. Zweitens. Rainer Winkler schlüpft in die Rolle des Mobbing-Opfers und behauptet, mit seinen Videos etwas gegen Mobbing zu tun. Er bittet um Spenden an ihn und kriegt diese auch und meint, Spenden an Hilfsorganisationen seien unnötig, weil diese eh nichts auf die Reihe kriegen. Jedoch tut er selbst nichts gegen Mobbing. Zu diesem Punkt folgende Anekdote. Die Organisation Hate Aid, die zu Hass im Internet berät, weigert sich ihm zu helfen. Nicht wegen dieser Aussage, sondern weil sie festgestellt hat, dass er selbst digitale Gewalt ausübt.
Das ist auch eben was. Das ist diese Punkte rauszuarbeiten und in so einen Artikel reinzuschreiben, ist brutal wichtig, finde ich, weil das kommt eben in diesen ganzen anderen, hier Nordbayern oder was es nicht alles ist, viel zu kurz, beziehungsweise sowas wird überhaupt nicht behandelt. Dass er sich an Hate-Aid gewandt hat und sich gedacht hat, wow, Hate-Aid, die helfen mir, weil ich bin ja das Mobbing-Opfer, und die haben gesagt, Herr Winkler, lassen Sie uns mit Ihrer Scheiße in Ruhe. Wir haben Ihren Fall geprüft und wir haben festgestellt, dass Sie digitale Gewalt ausüben und praktisch nur, hier, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Auf Wiedersehen, mit Ihnen wollen wir nichts zu tun haben, und da haben Sie auch Recht daran getan. Ne? Aber das ist der erste Artikel, in dem ich es tatsächlich so gelesen habe. Im Übrigen, wenn ihr wenn ihr Leute kennt, die ja vielleicht da gutgläubig sind und die sich oft denken, erst einmal so einen Beschützerinstinkt haben, sprich Leute, die zu Reiners Beuteschema gehören. Also Leute, die ihm gerne auf den Leim gehen, wenn er seine Fabel vom armen Mobbing-Opfer runterlässt. Könnt ihr diese Artikel denen mal ans Herz legen. Ja, wer sie dann tatsächlich durchliest, weil es dann ja tatsächlich, ihr kriegt es ja mit einige Seiten. Nicht mehr seng, aber das und das Eisberg-Video, Drachengame Eisberg-Video, wäre angesagt. Drittens. Rainer Winkler behauptet, empathisch zu sein, interessiert sich jedoch nicht für das Schicksal anderer Menschen. Da hat er beispielsweise sehr kontroverse Aussagen zum Terroranschlag in Wien 2020 gemacht. Ja, diese, muss ich ja kurz unterbrechen, dass die Wortwahl bin scheiße. Also, diese Aussagen waren nicht kontrovers. Also kontroverse Aussagen, da lässt sich drüber streiten, tendieren aber eher zum Negativen. Diese Aussagen waren urwiderlich. Ja, es war unterste Schublade, das zu sagen, was Rainer da gesagt hat. Was interessiert mich das, ob da Menschen sterben? Ist mir scheißegal. Bei mir ist jeden Tag Terroranschlag. Das ist nicht kontrovers. Das ist verabscheuungswürdig. Meine Meinung. Viertens, Rainer Winkler behauptet, Mitglied im WWF zu sein und dass Tiere ihm am Herzen lägen. Er hat ja doch die Tiere auf dem Hof seiner Familie vernachlässigt. Manche von ihnen sollen sogar verhungert sein. Fünftens, aktuell ist Rainer Winkler obdachlos, macht jedoch immer noch Streams und behauptet, niemand helfe ihm. Aber die Gemeinde Emskirchen hat ihm die Kontakte einer obdachlosen Unterkunft und von Notunterkünften vermittelt. Jedoch hat er sich dort nie gemeldet. Stattdessen übernachtet er weiterhin in Hotels und behauptet, mittellos zu sein. Das ist auch so was, weißt du. Ich glaube, keiner von euch hat jemals einem Obdachlosen begegnet, der seinen Tagesablauf folgendermaßen beschreiben kann. Ja, heute in der Früh bin ich erst einmal hier zum Bäckganger, dann haben wir erst einmal für 25 € irgendwie Dreckfressi ins Gesicht gestopft. Dann haben wir für 70 € das neue Zelda für meine Switch gekauft. Ja, dann habe ich eine Stunde lang irgendwie im Internet gebettelt. Dann habe ich nochmal für 25 € beim Bäck nachgefressen, weil es waren ja schon 2 Stunden her, seitdem ich die letzten 3000 Kalorien in meinen kreislichen Glöderkopf gestopft habe. Ja. Auf die Nacht hat es nochmal 3 Döner gegeben und dann ist ab ins Hotel gegangen. Da haben wir dann duscht und haben mir ins weite Bettchen gelegt und dann nochmal um Barne gebettelt, bis ich vom Handy eingeschlafen bin. Wer von euch kennt einen Obdachlosen, der so seinen Tagesablauf beschreiben kann? Ich nicht, also einen kenne ich, ihn hier, der hier, Döner-Dolly. Weiter im Text. Diese Aufzählung ist nur die Spitze des Eisberges und ließe sich beliebig fortsetzen. Tatsächlich können wir noch darüber eine ganze Artikelreihe schreiben. Bitte machen Sie das, lieber Herr Riedl. Bitte schreiben Sie darüber, wenn Sie das hier hören, eine ganze Artikelreihe. Ich würde mich freuen, sie weiterhin vorzulesen. Ich betone hier aber auch noch einmal, egal was Rainer Winkler angestellt hat, es rechtfertigt nicht, dass man gegen ihn Straftaten begeht. Da stimme ich zu. Dass man gegen ihn Straftaten begeht, das rechtfertigt das nicht. Alles andere rechtfertigt es schon. Dass man ihm auf den Sack geht,
Ja, dass man ihm damit keine Ruhe lässt, dass man ihm sein schandhaftes Internetbettlertum und diese verlogene Scheiße vom großen Internet-Mobbing-Messias nicht durchgehen lässt und ihm reingrätscht, wo man nur kann. Und dass man auch dafür sorgt, dass er eben nimmer so beliebt ist in den diversen Hotels, dass wenn er sagt, er ist obdachlos und muss draußen schlafen, das tatsächlich dann auch so ist. Ja, dass seine Lügen praktisch wahr werden im Nachhinein. Das kehrt ihm nicht anders. Straftaten begehen? Natürlich nicht. Alles andere kehrt ihm ganz genau so, wie er es kriegt. Allenfalls erklärt es, warum die Haterschaft ihren Hass direkt an Rainer Winkler auslebt, anstatt ihn einfach zu ignorieren. Deshalb die nächste große Frage. Warum verarbeitet ein Teil der Haterschaft ihren Hass nicht auf eine Art und Weise, ohne dass es Rainer Winkler direkt betrifft? Weil, Lernen durch Schmerzen, deswegen. Weiter im Text. Nun, Rainer Winkler hat durch sein jahrzehntelanges Online-Verhalten, aber auch durch sein Verhalten im realen Leben dazu beigetragen, dass die Hemmschwelle ihm gegenüber immer stärker abgebaut wurde. Dazu beigetragen haben, nach meiner Ansicht, erstens, Aufrufe seinerseits, ihn zu besuchen. Posterverkäufe und die Aufforderung, sich mit ihm anzulegen. Zweitens, seine Reaktion auf Besucher. Heftiges Herumgebrülle seinerseits, egal ob diese Besucher etwas machten oder nur herumstanden. Drittens, der schrittweise Abbau seiner Privatsphäre durch seine Videos selbst, aber auch durch Antifans, die dann über ihn nachgeforscht haben. Es gibt nur sehr wenige Dinge, die das Internet nicht über ihn weiß. 2%. Dazu kommt, dass es Antifans gibt, die in der Nähe von Emskirchen leben und relativ einfach dorthin fahren können. Viertens. Meine Prognose. Wie wird es weitergehen? Man möge nun bedenken, dass dieser Teufelskreis aus Klicks, Geld und Reichweite bereits seit mehr als 10 Jahren existiert. Dieser Kreis hat eine unberechenbare Dynamik entwickelt und zu Ereignissen wie dem Schanzenfest geführt oder der Grabständung von Winklers Vater. Doch nicht nur das. Während dieser ganzen Zeit haben sich andere YouTuber gefunden, die sich mit dem Thema Drachenlord beschäftigen und damit auch Geld und/oder Reichweite erlangt haben. Selbst wenn Rainer Winkler sich komplett aus dem Internet zurückziehen würde, Klammer auf, aus YouTube ist er schon selbst verschuldet rausgeflogen, ja. Klammer zu, würde es sehr lange dauern, bis sich niemand mehr für ihn interessieren würde, weil eine jahrzehntelang aufgebaute Kurve des Hasses nicht so schnell abflacht. Da muss ich ihm kurz widersprechen, aber da kann er ja auch nicht wissen, ist von letztem Jahr Oktober. Ja? Wir erinnern uns, dieser Artikel hat er letztes Jahr im Oktober veröffentlicht. Im November und Dezember war ja von Rainer relativ wenig zu hören. Da war die eine oder andere Pornhub-Geschichte, aber ansonsten. Und also meiner Meinung nach, die Aufmerksamkeit und der Hate sind signifikant weniger geworden. Es hat in diesem kurzen Zeitraum schon kaum noch jemand einen Rattenarsch um Rainer gegeben. Und ich glaube, das würde schneller gehen, als man glaubt, vor allem weil das Internet heutzutage viel schnelllebiger ist, wie es noch vor 20 Jahren war. Ja, hey, Leute, die so alte Säcke wie ich, die erinnern sich noch dran, wie damals in Vor-YouTube-Zeiten noch Sachen wie Lord of the Weed oder sowas viral gegangen sind. Ja, die Scheiße war jahrelang aktuell. Heutzutage, wenn irgendwas viral geht, eine Woche später ist der nächste Scheiß da und niemand schert sich mehr einen Rattenarsch drum. Ich glaube, Rainer, wenn sie komplett aus dem Internet zurückziehen würde, ein Jahr, dann ist der Hate auf einem kaum noch merklichen Level. Die Leute gehen weiter. Die interessieren sie nicht. Die allermeisten Leute, so wie ich, oder die meisten Reactor, die ich kenne, wollen ja, dass er sich verpisst. Und wenn er tatsächlich weg ist, machen die dann auch nichts mehr über ihn. Und dann erledigt sich das Problem von ganz von allein. Aber das will Rainer nicht, weil es ist das einfache Leben.
Es ist das einfache Leben. Es funktioniert. Er hockt sich dahin, bettelt um Barrene. Er kriegt die Barrene und er muss nicht wirklich arbeiten gehen. Und wenn ich bei Eule gegen Mobbing zuschaue und ich sehe gegen dann 1 Stunden Stream, in dem er 100 Euro gemacht hat, dann kommt mir die Galle hoch. Ganz ehrlich, dann da die gerne hingehen und ihm die scheiß Kohle wieder aus seinem fetten Leib raus. Ne? Weil ich das als tierisch ungerecht empfinde, dass sich andere Leute mit ehrlicher Arbeit den Arsch aufreißen und ein paar müde Mark dafür kriegen und dieses vollgeschissene Odelfassel sich dahin hockt und sie einfach mit Bachene bewerfen lässt. Dadurch, dass er nur dafür, dass er irgendwie hunderte von Leute anlügt, tausende von Leute anlügt im Internet. Check ich nicht. Wo waren wir? So wird das Haus nicht so schnell abflacht. Da waren wir. Innerhalb dieser 10 Jahre hat Rainer Winkler sein Haus, sein Auto, seinen Führerschein und seinen YouTube-Account verloren. Die psychischen Auswirkungen auf sein Leben sind sichtbar. Immerhin wiegt er nun gut das Dreifache, das ein normaler Mensch wiegt. Auch das. Nicht unverschuldet. Neulich hat er sich nicht irgendwie widersprochen, wo es um diesen Boxkampf ging, der natürlich nicht stattfinden wird, aber wo er tatsächlich gesagt hat, seine 250 Kilo, der weiß schon, dass er 250 Kilo wiegt. Ja, da haben wir es von ihm direkt bestätigt gekriegt. Ja, weil er sich da versprochen hat, ja, meine 250, 200 Kilo. Ja. Wissen wir Bescheid, Rainer. Aber trotz all dieser Verluste macht er weiter. Darum hier nun meine Prognose, wie es weiter bzw. ausgehen könnte. Rainer Winkler bricht irgendwann unter den psychischen Folgeschäden zusammen. Das kann sich entweder anhand einer Straftat äußern, sodass er doch noch ins Gefängnis muss, oder er wird in eine Psychiatrie eingewiesen. Somit wird er keine Videos mehr produzieren können, der Kreislauf wird unterbrochen und irgendwann enden. Nicht sofort, sondern nach längerer Zeit, schätzungsweise 2 Jahre. Sagt, 1 Jahr darf reichen. Dann ist rum. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Rainer Winkler Einsicht zeigt und sich Hilfe holt. Also sich eine feste Bleibe besorgt und versucht, ein geregeltes Leben zu führen. Dass es so kommt, ist ja unwahrscheinlich. Weil er seit einem Jahrzehnt keine Ansicht gezeigt hat. Sein Leben könnte heute viel rosiger aussehen, wäre er einsichtig gewesen. Das ist so. Also ganz ehrlich, aber er hat ja noch nie, wenn man seine ganzen Geschichten hört, wo er da erzählt hat von seiner Schulzeit. Er war ja noch nie einsichtig. Man hat ihn ja dann, der ist auf die Dulli-Schule gekommen, dann hat man gesagt, hey Rainer, du musst dich da hinhocken, du musst die Scheiße lernen, das ist wichtig. Nein, Rainer hat geschwänzt, weil der wollte heim und Pokémon schauen. Man hat den dann auf die andere Dulli-Schule, die weiter weg ist, getan, damit er nicht so leicht heimkommt. Er ist trotzdem heim und hat Pokémon geschaut. Seine Hausaufgaben wird er nie gemacht haben. Er war noch nie einsichtig. Das ist das Problem daran. Und das wird er auch nimmer werden. Ja? Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Letzter Absatz. Da steht jedenfalls eines. Solange Rainer Winkler durch das Internet irgendwie Geld verdient und Spenden erhält, sich nicht selbst davon lösen möchte und solange andere durch ihn Geld verdienen, wird dieser Kreislauf niemals enden. Da sind noch ein paar lustige Kommentare drunter, die könnt ihr euch mal durchlesen. Da ist, da zirkt euch auch die Schuhe aus, da sind auch fürchterlich naive Leute drunter. Aber auch gute Kommentare. Also, ja. Dieses war der erste Artikel vom 16. Oktober 2022. Muss ich sagen, von den 3 Artikeln ist das der schwächste Artikel. Wir steigern uns kontinuierlich. Freut euch auf was. Die Leute, die es beim Arnin noch nicht gesehen haben, den Drittelartikel, da freut euch immer richtig drauf, weil da geht es richtig rund. Ich nehme kurz einen Schluck, dann geht's weiter. Weiter geht's. Der zweite Artikel, ebenfalls Stefan Riedl, Wochenblattreporter.de. Vom 20. Dezember 2022, also knapp 2 Monate später.
Titel wieder. Der Drachenlord ist kein Mobbingopfer, aber Teil 2. Eine Betrachtung unter dem Aspekt der Behindertenfeindlichkeit. Behindertenfeindlichkeit? Fragezeichen. Wir werden sehen. Er hat jetzt wieder hier so ein kleines Vorwort, dann kommt der Aufbau, das lese ich euch dann vor und dann geht es in die einzelnen Stichpunkte. Entschuldigung. Ja. Eigentlich wollte ich es bei einem Artikel über den Drachenlord belassen. Doch angesichts der jüngsten medialen Ereignisse fühle ich mich nun doch dazu veranlasst, etwas mehr Aufklärungsarbeit zu Rainer Winkler und seiner Haterschaft zu betreiben. Ich gehe davon aus, dass ihr meinen ersten Artikel gelesen habt. Die wichtigste Erkenntnis Rainer Winkler ist nicht der Gute und die Hater sind nicht die Bösen. Beide sind eine unterschiedliche Schattierung von Grau. Manche davon eine sehr dunkle. Kann man so stehen lassen. Kenntnisse eines gewissen Podcasters sind ganz nett, aber nicht notwendig, um hier weiterlesen zu können. Das ist nicht großartig. Er umschreibt die Scheiße dann noch mit diesem Podcast, weil das war, wie gesagt, 20. Dezember, da die jüngsten Ereignisse, von denen er da spricht, war der Cui Bono Podcast. Ja? Dieser unsägliche Dreckspodcast. Sogar Leute, die ich kenne von früher noch, haben den irgendwie auf Facebook verlinkt und haben geschrieben, was für eine Scheiße und wie kann man nur, diese Leute sind so fürchterlich, die das da mit dem Winkler machen und bla 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 bla. Da habe ich dann erst einmal Texte geschrieben, so im Übrigen dieses und jenes und das ist vorgefallen und wir sind nicht alle irgendwie, weil so wie es die normalen Medien oft hinstellen und wie es Rainer ganz gerne hinstellt, ist so, wir sind der Teufel in Person, alle miteinander, urböse, grundverdorben, niemand gönnt ihm seinen Erfolg. Und so ist es halt nicht. Aufbau. 5. Also hier gehen die Punkte, wir haben bei 4. aufgehört im letzten Artikel, jetzt geht es weiter. 5. Identität und YouTube als Beruf. Wer ist eigentlich der Drachenlord? 6. Die öffentliche Medienberichterstattung. Edles Motiv, fatale Folgen für die Gesellschaft. 7. Eine Exit-Strategie. Mögliche Hilfe für den heutigen Rainer Winkler. Also der heutige Rainer Winkler bei ihm ist letztes Jahr Dezember gewesen, wo der Artikel geschrieben wurde. 8. Was wäre, wenn es in den 1990ern keinen Ableismus gegeben hätte? Der Ableismus wird nochmal erklärt, das ist hier die Behindertenfeindlichkeit, die oben angegeben wurde. Hilfen für den jungen Rainer Winkler. 9. Ausblick. Wie wird es weitergehen? Starten über Punkt Nummer 5. Identität und YouTube als Beruf. Wer ist eigentlich der Drachenlord? Ich habe eine Frage. Wo hört Rainer Winkler auf und wo beginnt seine Internet-Identität Drachenlord? Nehmen wir zur besseren Veranschaulichung James Rolfe, bekannt auf YouTube als The Angry Video Game Nerd. Ich liebe den Angry Video Game Nerd seit Jahren. Großartiger Mann. Es macht so viel Spaß. Vor allem, richtig geil wird es, wenn er dann tatsächlich Spiele reviewt, die ich selber als Kind gespielt habe und dachte, ja genau, so ein Rotz. Weil wir haben damals, kurze Abschweifung, diese Scheißspiele waren urdeier. Das ist so ein Super Nintendo Spiel hat gut und gerne mal ein 100er kostet. Ja? Das hat es zum Geburtstag und vielleicht zu Weihnachten uns gegeben und das war's. Dann hattest du praktisch 2 Spiele, oder vielleicht nur 2 Spiele. Das heißt, ihr habt für das ganze Jahr 4 Super Nintendo Spiele gehabt. Wenn eins davon Arsch war, ja, dann ist schon scheiße geworden. Ja? Das ist schon richtig scheiße geworden. Man hat die Spiele dann trotzdem gespielt, auch wenn sie Arsch waren, einfach bloß, weil sie da waren und weil man nichts anderes zum Spielen gehabt hat. Also weil man nicht draußen war. Und die Frage, wo hört Rainer Winkler auf und wo beginnt die Internetidentität Drachenlord, die ist halt eine sehr wichtige. Weil die meisten Leute, die halt im Internet unter irgendwelchen Pseudonymen unterwegs sind oder irgendwelche Kunstfiguren verkörpern, die
sind ja im richtigen Leben anders drauf. Also, ne? Ein James Rolfe wird jetzt klar noch beschreiben, ist anders drauf als der AVGN. Ich bin im richtigen Leben geringfügig anders drauf wie da. Ufi hat es neulich auch mal gesagt, so, hey, in seinem richtigen Leben, also was heißt richtigen Leben? Also in seinem normalen sozialen Umfeld außerhalb des Internets weiß niemand, dass er Ufi ist. Ja? Und das ist gesund so meistens, da die immer sagen. Die Leute sind ja auch dann wirklich, es gibt dann einen Unterschied zwischen der Internetpersönlichkeit, die ja oft dann, wie jetzt ich zum Beispiel, auch aus Unterhaltungszwecken ähm, ja, einen gewissen Stil pflegt, sagen wir es mal so. Wo Stil bei mir vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist. Und der Person im realen Leben. Ja? Also wenn jetzt ich keine Ahnung, zur GMOR gehe und dann einen Personalausweis beantrage, dann geht er nicht nein und sagt, ja, Grüße benannt und einen Sack geschrieben. Dann gehe ich nein und sage, ja, guten Morgen, ich bin da wegen so und so. Wir kennen uns aus. Bei Rainer ist das nicht so. Hier, er hat zwar damals mit der BLM immer gesagt, ja, hier Drachenlord und Rainer, das ist nicht unterschiedlich. Drachenlord ist gleich Rainer Winkler, das ist kein Unterschied. Das ist einfach bloß wie er selber sagt, das ist ja eigentlich immer nur sein Spitzname gewesen. Ja, es ist nicht eine Kunstfigur, die er erschaffen hat. Ja, sondern er hat sich einfach gedacht, hier, Rainer ist so ein gewöhnlicher Name. Ich bin der große Drache. Und so will ich auch angesprochen werden. Weiter im Text. Der AVGN ist ein Charakter, der schlechte Videospiele spielt, viel Bier trinkt und sich beim Spielen so sehr aufregt, dass er auf besagtes Spiel am Ende seines Videos vor Wut zerstört. Dabei flucht er mehr als 10 Matrosen, die einen richtig schlechten Tag haben. Alter, das ist schwach geschrieben. Ein glückliches Leben scheint der AVGN nicht zu haben. Das betrifft aber nur die Internetidentität. James Rolfe selbst ist im echten Leben glücklich verheiratet, zweifacher Familienvater mit einem geregelten Leben und sehr ruhig. Er schauspielert den AVGN nur vor der Kamera. Die beiden Identitäten lassen sich sehr leicht voneinander trennen. Nehmen wir einen bekannten deutschen YouTuber als zweites, aber weniger griffiges Beispiel. LeFloid, bekannt geworden ist er mit den Le News. Er kommentiert Nachrichten aus aller Welt, gibt seine Meinung dazu und lädt seine Community dazu ein, mit ihm in den Kommentaren zu diskutieren. Ich bin der Meinung, den LeFloid hätte man gar nicht gebraucht. Ich glaube, der AVGN wäre schon ein perfektes Beispiel gewesen, da hätte es gar nichts weiteres mehr braucht, aber ja. Wie James Rolfe, so trennt auch LeFloid seine Internetidentität von seiner Identität im realen Leben. Florian Dietrich ist nämlich ebenfalls glücklich verheiratet und zweifacher Familienvater. Aber wie sieht das mit Rainer Winkler und seiner Internetidentität Drachenlord aus? Wo hört Rainer Winkler auf und wo beginnt der Drachenlord? Diese Grenze lässt sich schlichtweg nicht ziehen, weil Winkler kein Format zu besitzen scheint. Ich habe mir seine Videos angesehen, aber ich finde die Grenze nicht. Winklers Kanal begann anfangs mit Heavy Metal Musik, aber davon ist in den Videos der letzten Jahre nichts zu hören oder zu sehen. Hauptthemen sind die Besucher und die Leute, die sich online über ihn lustig machen. Die Grenze zwischen realem Leben und Medium ist schwammig bzw. gar nicht vorhanden. Klassifizieren wir YouTuber als Beruf, Klammer auf, auch Winkler hat es an einer Stelle einmal so bezeichnet. Er hat das an mehreren Stellen so, also er bezeichnet es ja am laufenden Band so immer, wenn man ihm sagt, Rainer, warum hörst du nicht auf? Dann sagt er, weil das mein Beruf ist. Er sagt dann immer nur YouTuber, obwohl er schon lange keinen YouTube-Account mehr hat, weil das in seiner Birne noch nicht angekommen ist, dass der YouTube-Account irgendwie, ja, den kann er die Hähner geben. Der findet nicht mehr statt, genauso wie den Führerschein. Aber das kommt in der Birne nicht an. Das bringt das gewisse Erwartungen und Risiken mit sich. YouTuber leben von Aufmerksamkeit. Es gibt 3 Gründe, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken. Unterhaltung, Informationen oder gute Gefühle. Es gibt schon, glaube ich, mehrere Gründe, Leuten Aufmerksamkeit zu schenken. Kann auch schlechte Gefühle sein. Also ich habe
schenke Rainer meine Aufmerksamkeit aufgrund von schlechten Gefühlen. Ja, ich hasse den Mann einfach, weil er unmöglich ist, aber ein YouTuber braucht üblicherweise ein Format, anhand dessen er seine Inhalte ausrichtet und Videos erstellen kann. Ohne ein schlechtes Videospiel kann der AVGN keine Review machen. Unterhaltung. Ohne Nachrichten kann LeFloid keine News machen. Information. Ohne die Hater hat Winkler kein Thema, worüber er ein Video machen kann. Fragezeichen. So wie Rainer Winkler Drachenlord Hater hat, so haben auch James Rolfe, AVGN, Florian Dietrich, LeFloid oder jeder andere einigermaßen bekannte YouTuber Hater, die Videos nicht mögen. Hater gehören zum Berufsrisiko. Und betrachte man aber einmal die Größenverhältnisse, die Reichweite der Kanäle. Rainer Winkler hatte auf YouTube 220.000 Abonnenten. Wichtige Information, ja, Rainer hat 2020 Abonnenten, ich glaube 224.000 Abonnenten. Ja. Nicht wie er in letzter Zeit wieder versucht hat zu behaupten, 300.000 Abonnenten. Das hat er vor kurzem, hat er wieder irgendjemand mal auf TikTok verzapft, er hätte 300.000 Abonnenten gehabt. Nein. Ja, genau, das war jetzt, wo er das aufgerechnet hat, wie viele Hater und wie viele Drachis das er hat. Vollkommen Hanebüchen. Vollkommener Bullshit. Egal. Der AVGN hat 3,69 Millionen Abonnenten. 16 mal so viele wie Rainer. Und LeFloid hat 2,82 Millionen Abonnenten. 12 mal so viele wie Rainer. Trotzdem klopft niemand bei Rolfe, Dietrich oder anderen großen YouTubern an die Haustür und verlangt nach Fanmanagement. Und falls doch, dann macht das nicht die Runde. Weil dort erstens Datenschutz herrscht, zweitens sachlich geblieben wird und drittens die Hater nicht zum Format gehören. Rainer Winkler wäre tatsächlich ein Mobbing-Opfer vom provozierenden Typ, wenn er aus dem Hass, der ihn entgegenschlägt, nicht Geld machen würde. Er hat aber die Hater, die jeder einigermaßen bekannte YouTuber hat, zu einem Teil seines Formats gemacht. Er nicht zu einem Teil, das ist sein komplettes Format, das ist sein komplettes Konzept, das ist Hate. Sodass er nicht mehr ohne sie auskommen kann. Selbst wenn es möglich wäre, alle Hater heute aus dem Internet zu verbannen, würde es durch Winklers Verhalten irgendwann wieder neue geben. So ist es. Zur besseren Veranschaulichung im realen Leben nehmen wir einen schüchternen Jungen in einem Gymnasium, der von einer Clique tatsächlich drangsaliert wird. Peinliche Fotos, Schubser, Herabwürdigungen seiner Leistungen, kurzum alles, was echtes Mobbing hergibt. Nun wird die Sozialarbeiterin eingeschaltet und gibt den Jungen jeden Monat 8.000 Euro, wenn er sich weiter mobben lässt. Der Vergleich ist großartig, Leid, passt auf, ist richtig gut. Welche Motivation hätte dieser Junge dann, dass das Mobbing gegen ihn aufhört? Welche Motivation hätte er noch, sich in der Schule anzustrengen, wenn er in seiner Opferrolle so viel Geld verdient? Würde die Clique ihn noch mehr und noch härter mobben? Egal wie man diese Geschichte betrachtet, Geld ist hier keine Lösung. Es ist genau der Punkt. Auch die Leute, die meinen, sie tun ihm was Gutes damit, wenn sie einmal Geld geben, verlängern nur das Elend. Sachlichkeit ist bei Rainer Winkler nicht zu finden. Das hat sich in seinem Gebrüll gegenüber seinen Besuchern, egal aus welchem Grund sie gekommen sind, geäußert. Das zwar das Internet amüsiert, aber sein Umfeld ordentlich genervt hat. Die Nachbarn, die ihm noch anfangs geholfen haben, indem sie Besucher mit netten oder harschen Worten wegschickten, haben irgendwann damit aufgehört. Ihre Solidarität schlug in Teilnahmlosigkeit um und als Winkler wegzog, veranstalteten sie sogar ein Fest. Das Winkler dann versucht hat zu sprengen, indem er da versucht hat, die Hater hinzuschicken. Ja. Der blöde Grattler. Ja, das sind die Ends froh, dann sind sie endlich los. Ja, sind sie endlich los und freuen sie und dann hätte er da die Hater aufs Dorffest schicken, ey. Aber er will ja für alle seine Nachbarn durchs Feuer gegangen. Ja, genau, du Arschloch. Egal. Ich schweife schon wieder ab. Wo sind wir denn? Knapp über eine Stunde. Ui, das wird noch was.
veranstalten sogar ein Fest. Was den Datenschutz angeht, lade ich zu einem kleinen Gedankenexperiment ein. Was wäre, wenn Rainer Winkler ein zweifelhafter ein zweifacher Familienvater wäre, wie Rolf oder Dietrich? Wie viel würden wir über seine Kinder wissen? Das möchte man gar nicht ausmalen. Wenn wir hoffen, also da bin ich ja wirklich, ja, da bin ich wirklich froh, dass dieser Teil des winklerischen Stammbaums praktisch eine Sackgasse ist. Da geht es nicht mehr weiter, da passiert gar nichts mehr. Stellt euch mal vor, der hätte Kinder, also, boah, wie die leiden müssten. Also sogar die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch nicht ganz sauber sind, wäre wahrscheinlich auch noch relativ hoch. Aber stell dir mal vor, Rainer als Vater haben. Also erstens, ne, der kann ja sich um sich selber nicht kümmern und zweitens, bist du nicht der Sohn von dem Typen, der sich den Luan in den Arsch gepömpelt hat auf dem Schulhof? Ja, geilo. Ja, richtig gut. Nein. Antwort: Rainer Winkler lädt alles über sich ins Internet hoch und versucht damit Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist auch eine Fähigkeit, die er perfektioniert hat. Aber es besteht ein Unterschied zwischen Aufmerksamkeit erregen und mit Aufmerksamkeit umgehen. Ich habe es in meinem ersten Artikel nicht erwähnt, weil ich meine Leserschaft mit den FSK 18 Geschichten um Rainer Winkler nicht schockieren wollte. Ich belasse es dabei, dass diese existieren und von Winkler selbst ins Netz hochgeladen wurden. Taten sprechen lauter als Worte. Anhand dessen, was auf YouTube und Erwachsenenseiten gelandet ist, bin ich der festen Überzeugung, hätte Rainer Winkler Kinder, wüssten wir von diesen alles. Datenschutz ist ein wichtiges Thema und Rainer Winkler dient in meinen Augen als ein gutes Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Im Internet geistern sein Abgangszeugnis, seine Schufa-Abfrage und diverse Discord-Voice-Chat-Enthüllungen über ihn herum, die ihn in kein gutes Licht stellen. Nee, überhaupt kein gutes Licht stellen die ihn, aber in das Licht, in das er gehört. Dazu auch die meisten seiner Videos, auch wenn sein Kanal nicht mehr existiert. Es zeigt uns auf, wie mächtig das Internet als Medium sein kann. Aber auch, die klassischen Medien haben Macht und wer Spider-Man kennt, weiß, auf große Macht folgt große Verantwortung. Über Punkt Nummer 6. Die öffentliche Medienberichterstattung. Edles Motiv, fatale Folgen für die Gesellschaft. So paradox die Geschichte mit Rainer Winklers IQ und seines Formates auf YouTube ist, so paradox ist auch der Umgang der Massenmedien mit dem Thema. Es ist immer der gute Herr Winkler gegen das böse Hater-Kollektiv. Stets wird auf seinen Förderschulhintergrund und seine Figur eingegangen, statt sich auf die eigentliche Quelle des Hasses zu konzentrieren: sein Verhalten. Rainer Winkler könnte ein Abitur und einen Waschbrettbauch haben, seine Aussagen und sein Verhalten sind auch dann nicht zu rechtfertigen. Applaus. Einmal kurz Applaus für den guten Herrn Riegel. Genau das ist es. Weil natürlich macht man sich über seine Figur und seine Dummheit lustig. Weil das gute Angriffsflächen sind. Aber diese Angriffsflächen würden gar nicht genutzt werden, wenn er nicht einen so widerlich verabscheuungswürdigen Charakter hätte. Fertig. Es ist nicht klar, wie hoch oder niedrig besagter IQ nun bei Rainer Winkler ist. Man kann sich auch tatsächlich fragen, ob Winkler überhaupt weiß, was er da von sich gibt, weil man ihm aufgrund des Förderschulbesuches mangelnde Bildung unterstellen kann. Das führt dann dazu, dass die öffentlichen Medien Rainer Winkler als Menschen mit Behinderung sehen und besonders in Schutz nehmen. Das ist richtig. Aber hat er ja offensichtlich. Hätte er tatsächlich eine schwerwiegende geistige Behinderung, die besonderen Schutz bedarf, dann wäre er auch nicht prozessfähig und dann wäre er auch nicht in der Lage, selbst zu bestimmen. Dann bräuchte er einen Vormund. Ich kann nicht beides haben. Ich kann nicht beides haben, einen Rausch und einen Schänergang. Entweder ist er zu dumm, um zu begreifen, was er da tut an Straftaten und mit dem ganzen Provozieren und mit dem Hass schüren und dem ganzen Klump. Ja, er ist einfach zu blöd, dann kann er nicht für sich selber sorgen, dann gehört der in eine
betreute Einrichtung. Oder er checkt es und gehört nicht in eine betreute Einrichtung, dann muss er aber auch so behandelt werden wie jeder andere erwachsene Straftäter auch. Und das wird er eben nicht. Er kriegt immer wieder hier dieses scheiß Winklerglück. Immer wieder heißt ja, meine arme Bur. Erschwerend kommt hier noch mit hinein, dass erstens die klassische Schreibe von Journalisten problemorientiert statt lösungsorientiert ist. Und dass zweitens Menschen mit Behinderung in den öffentlichen Medien entweder als Superhelden, Klammer auf, oft für die Bewältigung von alltäglichen Dingen, Klammer zu, oder als hilfsbedürftige Opfer dargestellt werden, die es besonders schwer haben. Aus diesen beiden Gründen wird das Narrativ zu Winklers Gunsten ausgelegt. Böse Zungen führen als dritten Grund noch an, dass diese simple Prämisse Mobbingopfer gegen Hass einfach zu schreiben ist. Das ist es eben. Ja, es ist easy zu schreiben und es zieht. Ja? Man muss sich nicht großartig damit beschäftigen. Ja? Du kannst die Suggestivfrage praktisch schon in den Titel verstecken. Diese Suggestivfrage ist immer: Sind Sie gegen Mobbing? Ja? Sind Sie dagegen, dass Leute grundlos fertig gemacht werden? Und natürlich sagt jeder normal denkende Mensch dann: Ja, freilich bin ich gegen Mobbing. Natürlich bin ich dagegen, dass die Leute fertig gemacht werden. Und dann hast du am Haken. Und dann erzählst du denen vom armen, dicken Bur, der ein bisschen blöd ist und deswegen überall gehasst wird. Und schon klingelt es in der Kasse. Gibt's Cash in die Tasche. Das ist dasselbe Prinzip wie bei Rainer, bloß dass die es klüger anstellen, weil sie nicht komplett amputiert sind. Dieses in Schutz nehmen eines armen Förderschülers, ob er nun tatsächlich eine anerkannte Behinderung hat oder nicht, verschleiert die wahren Probleme. Im Kleinen wie im Großen. Beginnen wir im Kleinen. Erstens wurde Rainer Winkler vom Gericht als prozessfähig eingestuft. Also ist er auch geschäftsfähig. Winklers IQ ist für die Geschäftsfähigkeit hoch genug, aber auch niedrig genug für eine verminderte Schuldfähigkeit. Aber das muss noch lange nicht heißen, dass Herr Winkler beim Versorgungsamt aufgrund seines IQs einen Grad der Behinderung, GdB, und eine anerkannte Behinderung hat. Zweitens kann Rainer Winkler, wenn er denn eine anerkannte Behinderung hat, für diese auch Nachteilsausgleiche geltend machen. Ich zweifle aber daran, dass er eine solche hat, denn hätte er sie, wäre das innerhalb der letzten Jahre bekannt geworden. Bloß, weil er auf die Förderschule gegangen ist, muss das nicht automatisch heißen, dass eine anerkannte Behinderung vorhanden ist. Drittens sollte betrachtet werden, ein Schulabschluss ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt sehr viele Menschen, die nachträglich über den zweiten Bildungsweg einen höheren Schulabschluss erwerben. Es gibt immer einen Weg, sich weiter zu qualifizieren. Der IQ ist letztendlich nur eine Zahl. Es kommt auch darauf an, was ein Mensch mit seinen Fähigkeiten anstellt. Ein Mensch lernt aus Notwendigkeit oder aus Überzeugung, abhängig von seinen Zielen. Und das ist, ich weiß nicht, wer von euch sich ein bisschen mit Psychologie und sowas auskennt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand mal sozialen Zweig irgendwo war. Es ist ja geltender Konsens, dass praktisch, weil die Leute immer sagen, ja, ob jetzt irgendjemand blöd ist oder nicht, kommt das jetzt irgendwie, ist das genetisch bedingt oder sind es soziale Einflüsse, die da geltend gemacht werden. Und der generelle Konsens ist, es ist praktisch so, es dreierlei Sachen, die da miteinander reinspielen. Es ist ein bisschen genetisch bedingt. Klar, wenn zwei Vollidioten ein Kind haben, ist das die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Depp ist, halt höher. Die sozialen Aspekte bin ich in einem wachse ich in einem bildungsarmen oder in einem bildungsreichen Umfeld auf, wie viel Geld haben meine Eltern etc., aber eben auch die Selbstbestimmung des Individuums. Möchte das Individuum lernen? Will ein Kind was lernen? Weil wenn jemand will, dann kann er auch mit einem geringeren IQ, zwar mit einer längeren Zeit, Dinge lernen und sich Eigenschaften aneignen, die ihn im Leben weiterbringen und die dazu führen, dass er einen anständigen Job und ein anständiges Leben führen kann. Also und bei Rainer ist halt
wirklich der Worst Case eingetreten. Also Rainer ist der ultimative Vollidiot, bei dem ist wirklich alles für den Arsch. Das Eltern brunzblät, er brunzblät, bildungsferne Schicht, Kohlen haben sie auch keine gehabt, stinkend faul und keinerlei Motivation daran, was zu ändern. Dann spielt er den Narzissmus nur mit rein. Er muss ja gar nichts dran ändern, er ist ja perfekt so wie er ist. Ja, da kann nichts draus werden. Da kann einfach nichts draus werden. Weiter im Text. Was ist Rainer Winklers Ziel im Leben? Barne. Barne, Barne und immer wieder Barne. Laut seinen eigenen Worten ist das Geld verdienen. Das geht klassischerweise am besten mit Erwerbsarbeit. Und das ist auch mit Förderschulhintergrund, ob man anerkannte Behinderung hat oder nicht, möglich. Als positives Beispiel möchte ich hier Ziechheiner ins Feld führen. Mit dem hat Arni, glaube ich, ein Interview geführt. Der auf dieselbe Förderschule wie Rainer Winkler gegangen ist. Ziechheiner hat dort einen Hauptschulabschluss gemacht, ist anschließend Metzger geworden und ist heute Familienvater. Er hatte auf YouTube ein interessantes Video, wo er Rainer Winklers Behauptungen, er sei auf der Förderschule nur gemobbt worden, richtiggestellt hat, weil Winkler an der Förderschule kein gutes Haar ließ. Ich glaube, ich habe das noch irgendwo im Kopf. Der hat gesagt hier, das war gar nicht so, der ist halt nicht gemobbt worden. Die mochten halt die Leute einfach nicht, weil er schon damals ein kleines Arschloch war. Kommen wir zum Großen. Wachstum ist möglich, auch mit Förderschulhintergrund. Ob mit oder ohne anerkannter Behinderung kann ein Mensch in der deutschen Gesellschaft ein erfülltes und glückliches Leben führen. Doch Menschen mit Behinderung werden heutzutage immer noch diskriminiert. Ob bewusst oder wie bei den öffentlichen Berichterstattungen unbewusst. Rainer Winkler, egal ob er auf die Förderschule gegangen ist oder nicht, egal ob er eine anerkannte Behinderung hat oder nicht, ist ein erwachsener Mann, der als geschäftsfähig eingestuft worden ist und für sein Leben und seine Aussagen selbst verantwortlich ist. Entsprechend sollte er auch in den öffentlichen Medien so behandelt werden. Ihn aus diesen 2 bzw. 3 vorher genannten Gründen, Problemorientierung, Behindertenfeindlichkeit und einfaches Thema, zwanghaft durch Auslassung von Fakten zum Opfer zu stilisieren und den Gesamtkontext außer Acht zu lassen, schadet sowohl ihm als auch der öffentlichen Presse. Extrem, weil somit kein Anreiz besteht, sich zu ändern. Ersterer, weil somit kein Anreiz besteht, sich zu ändern. Letzterer, weil sie dadurch an Glaubwürdigkeit verliert. Diese Einstellung der öffentlichen Medien transportiert Ableismus, Klammer auf, Behindertenfeindlichkeit. Ableismus tötet und geht jeden etwas an, weil 9 von 10 Behinderungen durch Krankheiten verursacht werden. Siehe bla bla bla. Es wird in jedem Artikel oder einem gewissen Podcast nur problematisiert. Winkler in Schutz genommen und mit dem Finger auf die Gegenseite gezeigt, aber keine Lösung geboten. Es wird Zeit, das zu ändern. 7. Eine Exit-Strategie. Mögliche Hilfen für den heutigen Rainer Winkler. Die Ausgangssituation sieht in meinen Augen derzeit so aus. Rainer Winkler hat eine vorläufige Bleibe gefunden, ist gesundheitlich durch den psychischen Druck sehr angeschlagen und durch seine Fresserei und einsam. Er ist mehr oder weniger misstrauisch geworden. Wie gesagt, das war im Dezember, also irgendwo untergekommen. Da hat er, glaube ich, diese, ich nenne sie jetzt mal Netflix-Kohle irgendwie gekriegt und da war er dann ein paar Monate von der Bildfläche verschwunden. Und es darf angezweifelt werden, dass er jemandem wirklich noch vertrauen kann. Interesse an seiner Person ist noch da. Siehe Netflix-Dokumentation, aber das wissen wir, ist jetzt nicht mehr aktuell. Aber nimmt langsam ab. Erst müssen in meinen Augen die Grundbedürfnisse gedeckt und die Gesundheit verbessert werden. Hier sind einige mögliche Hilfen. Es gibt Beratungsstellen, die ihn kostenlos über seine Möglichkeiten beraten und bei den Anträgen helfen können. Er könnte seinen Hausarzt und Fachärzte aufsuchen, um sich ein genaues Bild über seinen Gesundheitszustand machen zu lassen. Ab einem gewissen Übergewicht können Krankenkosten die Kosten beim Ernährungsberater übernehmen. Ja, aber das will Rainer gar nicht. Wenn der zum Arzt geht, der sagt ihm bloß wieder was er nicht hören will. Und dann ist das wieder ein Hater. Ja?
der geht dann zum Arzt und sagt, ja, untersuchen. Der Arzt schlagt beide Hände beim Kopf zusammen und sagt, Herr Winkler, Sie wiegen dreimal so viel, wie Sie wiegen dürften bei Ihrer Körpergröße. Sie sind morbid adipös. Und wenn Sie nicht von heute auf morgen Ihren kompletten Lebensstil um 180 Grad wenden und genau das Gegenteil machen von dem, was Sie die letzten 30 Jahre gemacht haben, sagen Sie bald Medal off und liegen in wenigen Jahren in einer überdimensionierten Kiste auf dem Friedhof in einem Skürne. Aber das will er nicht hören. Das will er nicht hören. Er ist der Geilste. Er ist der Beste. Ja. Arsch. Er lebt sein Leben so und er lässt sich das auch von einem hier studierten arbeitslosen Arzt nicht madig machen. Weiter im Text. Er könnte einen Wohnberechtigungsschein beantragen und hätte damit bessere Chancen, eine Wohnung zu finden. Über die Krankenkasse könnte er den medizinischen Dienst kommen lassen, um je nach Gesundheitszustand einen Pflegegrad zu erhalten. Gegen die Vereinsamung wäre Eingliederungshilfe, soziale Teilnahme sinnvoll. Will er auch nicht, dem sind alle anderen Leute seinem geschmeidig scheißegal, der will Barne haben. Psychotherapie und soziales Kompetenztraining werden ebenfalls valide Optionen. Ja, die wären schon valide, aber sagt, da müsste auch Eigeninitiative dahin. Man muss das wollen, ansonsten bringt das gar nichts. So viel zu Gesundheit, Alltag und Wohnen. Kommen wir zur Arbeit. Schwieriges Thema. Das A-Wort, das mag der Rainer überhaupt nicht. Ein Antrag beim Versorgungsamt auf einen Behinderungsgrad wäre erwägenswert. Mit mindestens 30% Behinderung könnte er sich gleichstellen lassen. Dann könnte er über einen Integrationsfachdienst Ausbildung oder Arbeit finden. Was Arbeit angeht, würde ich sagen, das, was ihm Spaß macht, soll er ruhig machen. Ja, professioneller Internetbettler, das ist das, was ihm Spaß macht. Das könnte er ja, da er ja gerne Auto gefahren ist, Zulieferer sein. Oder mit etwas gutem Willen könnte er LKW-Fahrer werden. Wofür er die MPU bestehen und einen weiteren Führerschein machen müsste. Ja, das ist komplett utopisch. Kannst du vergessen. Findet nicht statt. Sollte es mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt nichts werden, könnte er auch mit einem Werkstattplatz in einer Werkstatt für behinderten Menschen, WFBM, etwas finden. Dort hätte er zum Beispiel nach 20 Jahren Arbeit Anspruch auf eine volle Erwerbsminderungsrente. Ja, das Problem ist, dass der in 20 Jahren schon mit Lauf gesagt hat. Ein 50er gebe ich dem nicht. Also ganz gewiss nicht. Der ist ja jetzt, also die sämtliche Gelenke wirst du wahrscheinlich bei ihm schon geschmeidig in die Tonne treten können. Die Galle ist ja schon raus, die Leber möchte ich nicht sehen. Ja. Die Magenschleimhaut ist wahrscheinlich auch schon halber durchgeätzt. Er hat ja immer so ein brennendes Wasser in die Haxen. Die Nieren werden arbeiten, Medal off sagen. Das Herz im Oh, Jesus Maria. Der wird keine 20 Jahre, also der macht keine 20 Jahre mehr. YouTube könnte er etwas Medienkompetenz vorausgesetzt als Hobby später weiter betreiben und sich damit etwas dazu verdienen. Na, das sehe ich nicht so. Dann aber besser mit einem Format, welches nicht auf Hater angewiesen ist. Ja, er kann aber nichts. Das ist das Problem. Und wenn der nicht komplett wirklich wie ein Tumor aus dem Internet rausoperiert wird, wird diese Scheiße nicht aufhören. Das würde ich streichen, da muss ich widersprechen. Ja. Nix, keinerlei Social Media. Ein Format über Heavy Metal wäre eine Idee, zum Beispiel über Bands, Musikstile oder Geschichte. Ja, da kann er dann wieder erzählen von irgendwelchen Bands, deren Text er ganz toll findet, die hinreichend bekannt rechtsradikal sind. Hat Arni neulich auch ein Video drüber gemacht, könnt ihr euch mal anschauen, sehr empfehlenswert. Das ist eins von seinen Klassiker-Videos von ganz früher. Er sagt, oh, die Band ist mir empfohlen worden. Er sagt so, Moment dabei. Sind das nicht Nazis? Doch. Aber Rainer findet die Texte Knorke. Ein und Feier.
Oder er könnte mit einem gewissen Hauch Selbstironie sogar ziemlich witzige Reaktionen zu Memes über sich selbst schauen und kommentieren. Ja, Selbstironie hat er halt einfach nicht, weil er ein narzisstisches Stück Scheiße ist. Aber YouTube hauptberuflich weiterhin, es tut mir leid, die letzten 11 Jahre sollten in meinen Augen Beweis genug dafür sein, dass das keine gute Idee ist. Ist generell keine gute Idee, auch nicht nebenberuflich. Dieser Weg ist langwierig, aber er ist möglich. Es setzt allerdings voraus, dass Winkler das auch möchte. Die Hilfen sind da. Nun müsste auch der Wille bestehen, sie in Anspruch zu nehmen. Leider haben die vergangenen 11 Jahre gezeigt, dass das wahrscheinlich nie passieren wird. Das ist richtig. Schön, dass wir wieder in der Realität angekommen sind. Überpunkt Nummer 8. Was wäre, wenn es in den 1990ern keinen Ableismus gegeben hätte? Hilfe für den jungen Rainer Winkler. Zum Kontrast lade ich zu einer kleinen Zeitreise ein. Wir reisen zurück in die 90er Jahre. Aber Deutschland ist so inklusiv, wie es heute zu sein glaubt, aber wahrscheinlich erst in 70 Jahren sein wird. Das ist gut. Und Familie Winkler würde alle Hilfen, die ihr zustehen, in Anspruch nehmen. Das ist der nächste Punkt, weil ganz ehrlich, sehe ich auch nicht. Also die Eltern haben ja bei ihm auch auf ganzer Linie versagt. Also man hätte da am Anfang schon drauf können, man kennt, okay, der ist halt nicht ganz durchbachen, der Bur. Und der braucht professionelle Hilfe und der hat in Therapie gehört schon im Kindergartenalter. Der junge Rainer Winkler hätte vielleicht schon einen Behinderungsgrad bekommen und das Jugendamt hätte Hilfen zur Erziehung anbieten können. Angenommen, es wäre wieder auf Förderschule herausgelaufen, ja, höchstwahrscheinlich, dann hätte es zwei Möglichkeiten gegeben. Hauptschulabschluss mit Ausbildung, Arbeit auf dem allgemeinen Markt oder Werkstatt für behinderte Menschen. Angenommen, Rainer hätte mit 16 Jahren, also um das Jahr 2005, in einer Werkstatt für behinderte Menschen anfangen können. Dann hätte er schon 2025 eine volle Erwerbsminderungsrente. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wenn der mit 16 angefangen hätte, dann wäre der in 2 Jahren rentenberechtigt. Das müsst ihr mal durch den Kopf gehen lassen. Wäre er in 2 Jahren rentenberechtigt, ja, also wenn sie einmal Behinderung diagnostiziert hätten, er wäre dahin, 20 Jahre arbeiten, wäre in 2 Jahren rentenberechtigt, dann täte er nur in der Schanze hocken. Der hätte so ein schönes Leben haben können. Klar, in der Werkstatt arbeiten ist auch nicht, ist kein Traum, aber sagen wir mal ehrlich, wir müssen Butter bei die Fische. Jedem halt eine Beschäftigung im Rahmen seiner Möglichkeiten, dann immer so. Hätte man jetzt noch das Erbe dazu, dass er auch von einem Betreuer hätte verwalten lassen können, wäre er heute in einer wesentlich besseren Situation. Durchaus. Genug Vergangenheit. Gehen wir zurück in die Gegenwart und werfen wir einen Blick in die Zukunft. 9. Ausblick, wie es weitergehen wird. Die öffentliche Berichterstattung wird wahrscheinlich weiter dem Ableismus, wenn auch unbewusst, festhalten und das typische Schwarz-Weiß-Bild vermitteln, was niemandem helfen wird. Die Haterschaft wird sich früher oder später anderen Themen zuwenden, wie es ja schon langsam passiert. So wie Rainer Winkler in den vielen Jahren gelernt hat, Aufmerksamkeit zu erregen, so haben seine Kommentatoren und Meme-Ersteller gelernt, unterhaltsam zu kommentieren, besser zu animieren, Hörspiele und Lieder zu erstellen und vieles mehr. Diese Fähigkeiten werden sie wohl bei anderen Themen anwenden. Das ist richtig. Wenn es Rainer aber nicht mehr gibt, werde ich wahrscheinlich irgendwie immer noch was auf YouTube machen, einfach zum Spaß nebenher. Ich weiß jetzt grundlegend halbwegs, wie es geht. Was Rainer Winkler angeht, wenn er so weitermacht wie bisher, wird es für ihn ein sehr trauriges Ende nehmen. In meinen Augen sollte er sich helfen lassen. Leider ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass er Hilfe in Anspruch nehmen wird. Mit Geld und Aufmerksamkeit, das haben die letzten Jahre gezeigt, ist ihm jedenfalls nicht geholfen. Aber Weihnachten steht vor der Tür, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. Ja, dieses Wunder ist nicht geschehen. Das ist der Ende vom zweiten Artikel. Ich muss kurz einen Schluck, damit meine Stimme geölt wird. Die haben nämlich schon ein Kratzen im Hals. Ich bin zwar gewohnt, permanent zu schwafeln, aber so viel dann doch wieder nicht. Das lassen wir drin. Das nur beim Saufen zu hören. Alkoholfrei heute, ne? Nur für euch. So.
Jetzt halt. Alle wieder wach. Dann geht es in den dritten und letzten Artikel. Der ist nun, gute 4 Monate später rausgekommen. Der eine war Ende Dezember und der ist jetzt Ende April. Am 30. April erschienen. Also vor knapp über 2 Wochen. Wieder, der Drachenlord ist kein Mobbing-Opfer, aber Teil 3, die Macht der Medien. Ich hoffe ganz ehrlich, dass der noch jede Menge Teile schreibt. Weil der Teil, das ist der Schmankerl. Also an alle Leute, die jetzt eingeschlafen sind, hallo, bitte wieder aufwachen, herzeigt das so, das ist großartig. Ja. Vorausgesetzt, ihr habt das nicht bei Arnie schon gesehen, weil unterhaltsamer wie der kann ich es auch nicht vorlesen, dann könnt ihr weiter schlafen. Wohl andern. Die jüngsten Ereignisse um Rainer Winkler, den Drachenlord, haben mich erneut dazu bewegt, einen Artikel zu schreiben. Ich setze bei meiner Leserschaft voraus, dass sie sich entweder gut mit Rainer Winkler und seinen Hatern auskennt oder meine beiden vorherigen Berichte gelesen hat. Falls nicht, hier ist Artikel 1 und 2. Kenntnisse eines gewissen Podcasts sind ganz nett, aber nicht unbedingt nötig. Ich werde in diesem Artikel den Fokus auf die Medien legen. Wie gewohnt, die Quintessenz der einzelnen Kapitel. Hier wird der Aufbau noch mit beschrieben. 10. Der Junge, der immer Hater rief. das ist halt schon mal gut. Ja. Den Vergleich hat, glaube ich, jeder Reactor, den ich kenne, schon gezogen. Ja, mit dem Jungen, der immer Wölfe rief. 11. Die Menschen um Rainer Winkler unter der Lupe. Ein Annäherungsversuch. 12. Wem nützt es? Qui dominum draconis timid. Das finde ich geil. Da ist er nämlich Urheberrechtsgeschichten rumgegangen, indem er einfach die Sprachen vertauscht hat. Ne? Kleiner Ausflug in den Lateinunterricht. Wem nützt es? Ist qui bono. Der Podcast hieß ja Qui Bono, wer hat Angst vom Drachenlord? Bei dem heißt es, wem nützt es? Qui Dominum Draconis Timid. Was so viel heißt wie, wer hat Angst vor Drachenlord oder wörtlich übersetzt, wer fürchtet den Herrn der Drachen? Drittens, die Medienschaffenden. 13, Medienschaffenden. 14, Empfehlungen für weiterführende Recherchen. 10. Der Junge, der immer Hater rief. Als H.G. Wells Krieg der Welten im Jahre 1938 im Radio vertont wurde, verfiel die amerikanische Bevölkerung in Aufruhr. Denn dass es sich um ein Hörspiel handelte, wurde nur am Anfang und am Ende gesagt. Es kam zu einer Massenpanik und später wurden Wells und dem Radiosender Verantwortungslosigkeit und Irreführung der Massen vorgeworfen. So eine Reaktion wäre heutzutage durch das Medium Radio nicht mehr möglich, sehr wohl aber durch das Medium Internet. Das Internet ist im Kontrast ein vergleichsweise sehr neues Medium. Es erlaubt uns Menschen, extrem schnell Informationen zu verbreiten und auch zu verwenden. Es gilt dabei allerdings Vorsicht walten zu lassen. Nicht nur, weil vieles, was im Internet steht, falsch sein kann, sondern auch, weil es sehr schwer ist, etwas, das einmal ins Internet gestellt worden ist, zu löschen. Stichwort, das Internet vergisst nichts. Dann haben wir noch die Nutzer. So gibt es die Digital Natives, junge Menschen, die mit der neuen Technologie groß geworden sind, und die Digital Immigrants, Menschen, die ohne den Einfluss digitaler Medien aufgewachsen sind. Bei ersteren besteht die Gefahr des Realitätsverlustes, weil sie sich in der digitalen Welt verlieren können. Bei letzteren kann man feststellen, dass sie mit der Technologie und dem Medium Internet oft überfordert sein können. Hier kann nicht stark genug betont werden, wie wichtig Medienkompetenz ist, um auf eine gesunde Art und Weise mit Medien wie dem Internet umzugehen und sich eine differenzierte Meinung zu bilden. Wohin fehlende Medienkompetenz führen kann, hat Jan Böhmermann beispielsweise aufgedeckt, als er im Rahmen seiner Sendung Straftaten im Internet in allen 16 Bundesländern anzeigen ließ. Mit sehr ernüchterndem Ergebnis, weil die Polizei fast nichts aufgeklärt hat.
Über Jan Böhmermann kann man jetzt halten, was man will. Ich finde auch nicht alles geil, was der macht. Ein paar Sachen, ja, waren die für die Klimageschichte, aber es sind schon schwierige Sachen auch ne? In den letzten Jahren. Gerade von Jan Böhmermann gekommen. Dieses Versagen zeigt uns neben der Notwendigkeit von Medienkompetenz auf. So schön die Strukturen sind, die wir in unseren Gesellschaftssystemen haben, so haben sie doch eine entscheidende Schwäche. Sie werden von Menschen geschaffen und müssen von diesen auch durchgesetzt werden. Diese Schwäche, gepaart mit Überforderung gegenüber einem neuen Medium wie dem Internet, kann zu sehr absurden Situationen führen. Denn was Rainer Winkler neben dem Ableismus und der Problemorientierung der Medien zusätzlich in die Karten spielt, ist die Unkenntnis über die Funktionsweise der digitalen Medien. Egal, was in seinem Leben schiefläuft, es sind stets die Hater schuld. Jetzt kommt ein Satz, den ich richtig gefeiert habe, wo ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Zitat: Die Hater hindern mich daran, ein normales Leben führen zu können. Die Hater machen mir alles kaputt. Zitat Ende. Es ist genau hier die fehlende Medienkompetenz, die dazu führt, dass man ihm das erst einmal glaubt. Um aufzuzeigen, wie lächerlich diese Aussage ist, lade ich dazu ein, den obigen zitierten Satz noch einmal zu lesen, aber den Begriff Hater mit Schalke-Fans zu ersetzen. Das machen wir jetzt einmal miteinander. Ja, die Schalke-Fans hindern mich daran, ein normales Leben zu führen. Die Schalke-Fans machen mir alles kaputt. Ein Gruß an Henk und alle Schalke-Fans da draußen. Die Menschen um Rainer Winkler unter der Lupe. Ein Annäherungsversuch. Im ersten Artikel habe ich gefragt, wer wohl diese Hater sind. Für eine Einführung wäre das Thema zu umfangreich gewesen. Nun kann ich davon ausgehen, dass ein gewisses Interesse bzw. Vorkenntnisse vorhanden sind. Meine Einleitung ist leider sehr schwer. Und jene, die ich nun vornehmen werde, lässt sich allenfalls als Annäherungsversuch verstehen. Wichtig, unter Hater verstehe ich nicht Hater im engeren Sinn, sondern einfach nur Menschen, die sich mit Rainer Winkler beschäftigen. Grob lassen sich die Hater unterteilen in digital passiv, digital aktiv berichtend, digital aktiv trollend, Drachis, analog passiv und analog aktiv. Jetzt kommt der Todesvergleich. Der Todesvergleich, Leute, der beste Satz in allen drei Artikeln miteinander. Wir können sie uns als Fußballfans in einem gewaltigen Stadion vorstellen, welches bis zum Rand gefüllt ist. Denn auf dem Fußballfeld findet das Spiel Drachenlord gegen sich selbst statt. Besser kann man das Game nicht beschreiben. Das ist Faust aufs Auge genau perfekt. Denn auf dem Fußballfeld findet das Spiel Drachenlord gegen sich selbst statt. Wir haben die passiven Zuschauer, digital passive Hater. Die schauen sich das Spiel bloß an. Das ist auch die größte Gruppe und dürfte wohl um die 90% der Haterschaft ausmachen. Ja, das kann ich, glaube ich. Ja, über den Daumen gepeilt. Da die Song kann passen. Die genießen einfach nur, machen sich aber auch nicht weiter darüber Gedanken. Diese Gruppe reicht von Leuten, die nur hin und wieder etwas zum Thema Drachenlord in ihren Nachrichten haben, bis hin zu jenen, die sich jedes Video anschauen. Dann kommen die aktiven Zuschauer, die das Spiel nicht nur verfolgen, sondern auch auf sozialen Medien kommentieren, Artikel schreiben, Podcasts produzieren oder Videos erstellen. Digital aktiv berichtende Hater. In dieser Kategorie lässt sich Schanzenwatch einordnen. Weiterhin die Leute in den diversen Internetforen, die den Drachenlord-Thread haben und die bekannten YouTuber-Kommentatoren wie Anidegger, Ofi, Hank Loose, der einzige Serial Talk, Mad Dog, Furchenloch und Leute, die sich kreativ austoben, wie der Strudelreiner, die Froschteich-Musikanten, Synth, Metal-Kraftwerk oder sich etwas ausgetobt haben wie Tina Denken, etc. Diese Gruppe macht etwa 4% aus. Was auch. Und schon wieder werde ich nicht erwähnen. Nicht auf Reiners Haterliste war ich nicht drauf. Hier werde ich auch wieder nicht erwähnt. Schweinerei.
Die wird immer übergangen. Ich weiß auch nicht warum. Wurscht. Dazu kommen noch die richtig lauten Fußballfans, die Banner ausspannen oder mit Megafonen den Rachenlord auf sich aufmerksam machen wollen. Digital aktiv trollende Hater, die 3% des Publikums ausmachen. Dazu gehören die Leute, die direkt mit Winkler interagieren oder ihn auf den Arm nehmen wollen. An den Stehplätzen direkt am Fußballplatz haben wir Drachis, Fans von Rainer Winkler, die ihm Geld spenden oder Hilfe anbieten. Sie feuern ihn an und finden ihn toll. Stehen aber so ungünstig, dass sie vom Rest des Publikums leicht mit Tomaten beworfen werden können oder von Rainer Winkler den Fußball am ersten in den Kopf geschossen bekommen. Ihren Anteil schätze ich auf 2%. Den würde ich niedriger schätzen. Ganz ehrlich, ich persönlich würde sagen 1%, wenn es hochkommt, dass tatsächlich Drachis sind. Ja, ich glaube, der Rest, was da dann bei der Rechnung nur übrig bleibt, sind eher dann die Leute, die keine Ahnung von ihm haben. Die da kurz drüber stolpern, sie denken mal, der arme Bur, aber Mark da lassen und weiterziehen. Schließlich Hooligans, die auf den Fußballplatz stürmen. Das sind die Leute, die Rainer Winkler aufsuchen, um ihn entweder mit fragwürdigen oder verwerflichen Aktionen, Spotting, Böller werfen, am Zaun rütteln, zum Ausrasten zu bringen und zu filmen. Oder ihn anrufen. Aktiv analoge Hater. Und die Pilger, die einfach nur auf den Fußballplatz gehen, um zu sehen, was passiert. Passiv analoge Hater. Diese Gruppe dürfte wohl 1% des Kollektivs ausmachen. Ich darf das umdrehen. 1% Drache ist 2% die Leute. Dann passt es wieder mit da. Wie bei einem Fußballspiel besteht für jeden Beteiligten die Möglichkeit, das Stadion zu verlassen oder die Sitzbänke zu wechseln. Übergänge können fließend und die Ansichten über Rainer Winkler sehr unterschiedlich sein. Es gibt Puristen, die nur wegen Rainer Winkler kommen und sich über ihn amüsieren wollen, weil er sich in ihren Augen selbst am besten zerlegt. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen bei mir. Dann wiederum gibt es Zuschauer, die sich nur mit Rainer Winkler beschäftigen, weil sie Kommentator A sehr amüsant finden, aber Kommentator B nicht ausstehen können. Oder Fans von Kommentator C, die alles schauen, was dieser macht, weshalb sich auch mit Rainer Winkler auskennen, wenn C über ihn redet. Irgendwo da seid ihr drin, meine lieben Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Der kleinste gemeinsame Nenner, der sich bei den digital passiven und aktiv berichtenden Haterschaft herausfiltern lässt, besteht aus: Rainer Winkler liefert selbst am besten. Aktives Eingreifen ist völlig unnötig. Die Kommentatoren beispielsweise, die ich über einen längeren Zeitraum beobachtet habe, vertreten diese Meinung. Die gleiche Einstellung herrscht auch in den Foren, in denen über Rainer Winkler geredet wird. Ja, die Meinung vertrete ich auch. Rainer würde sich, wenn er diese ganze Barne spenden und vor allem von den schlimmsten aller Hatern, ja, die ihm Geld geben, damit das scheiß Game weitergeht, das sind die allerschlimmsten Hater. Wenn das alles nochmal wäre, der wird sich innerhalb kürzester Zeit einfach dann irgendwo seinen aufgeschwemmten Fettleib innerhalb von einem Jahr irgendwie aus der Aurach ziehen. Das verspreche ich euch auf die Hand. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, der Ton ist hierbei mal sehr derb, mal sehr feinsinnig, was aber auch nicht verwundert, weil sich bei der ganzen Recherche feststellen ließ, die Hater-Gemeinde, speziell die digitale, ist extrem divers. Und das ist auch gut so. Denn wären die Hater tatsächlich diese homogene Entität, die nur für das Böse steht, also so wie von Winkler immer aufgebaut, dann wäre Winkler mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr unter den Leben. Das ist auch richtig. Das habe ich auch schon gesagt, weil es ist tatsächlich ja so wie Rainer das immer darstellt, ja, er hat Angst um sein Leben gehabt und die Leute, die wollen ihn umbringen und sowas. Wenn es tatsächlich Hater gegeben hätte, die ihn umbringen hätten wollen, wäre Rainer Winkler tot, was hätte er machen sollen? Also jetzt mal ganz ehrlich, was hätte der machen sollen? Wenn es Leute darauf angelegt hätten, den umzulegen, wäre der tot. Dementsprechend Märchengeschichten aus dem Paulanergarten. Niemand hat jemals versucht, ihn umzubringen. Niemand. Es wäre vollkommen lächerlich. Es
Das wäre vollkommen lächerlich. Man will ihn halt einfach mit seiner widerlichen Scheiße nicht im Internet Geld verdienen lassen. Das ist alles. Aber umbringen tut den keiner. Er selber bringt sie um. Das ist langsamer Fresssuizid, den der begeht. Und da kannst du höchstens dann nur den Beck verklagen. Ja? Sterbehilfe geleistet hat. Ja, für 50 € am Tag Zuckerfresse in den Kopf schirm. Es ist schlichtweg falsch, von diesen 1 bis 3%, die Mist bauen, auf den gesamten Rest des Hater-Kollektivs zu schließen. Richtig. Genauso ist es. So wie es zum Thema Fußball und jedem anderen Thema unterschiedliche Meinungen und Ausprägungen von Fans gibt. So gibt es auch beim Thema Drachenlord verschiedene Auffassungen, Ansichten und Vorlieben, was in großen Medien leider nie so dargestellt wird. Das ist genau das Richtige. Du hast, keine Ahnung, jetzt hast du einen großen Fußballverein. Dieser Verein hat 1 Million Fans. Ja. Dann hast du die Ultras, die in der Fankurve stehen. Das sind nochmal ein paar tausend. Und von denen ein paar tausend sind irgendwie, keine Ahnung, 10, 20 Hooligans. Ja, und diese 10, 20 Hooligans, keine Ahnung, jetzt nehmen wir Schalke, ja, gehen auf Auswärtsspiel und randalieren und schlagen Leute zusammen und schmeißen Fenster ein. Und dann heißt die Schalke-Fans. Genauso wie die paar Trottel, die da tatsächlich Straftaten begehen, irgendwelche Feuerwehren irgendwo hinschicken oder sonst irgendeinen Scheiß veranstalten. Und dann heißt die Haterschaft. Alles super differenziert. Ja. Ein einfaches Weltbild will der Mensch. Aber ja, Bildzeitungsniveau. Egal. 12. Wem nützt es? Qui Dominum Draconis Timid. Womit ich nun auf einen gewissen Podcast zu sprechen komme, der eine große Reichweite hatte. Bekanntlich sollte das Gute immer zuerst genannt werden. Die Verbindung von Reality TV mit dem Drachengame ist durchaus gelungen und es spielt ganz gut in diese ganze Gruppendynamik mit hinein. Im Übrigen nochmal zurück zur Lateinstunde, dass das so, Latein ist halt eine alte Sprache, dass das so geschachtelt klingt, das einfach, dass du im Deutsch ist großartig, weil du einfach Substantive aneinander hängen kannst, um ein neues Wort zu kreieren. Ja? Drachenlord. Deswegen, da ist halt aufgebaut so, qui, wer, dann schaust du hinten am Ende vom Satz steht meistens das Verb timid, er fürchtet, dann musst du schauen, wen fürchtet er, dann schaust du nach einem Akkusativ, der Akkusativendung ist meistens ja? Wer fürchtet wen? Dominum, den Herren. Und Draconis IS ist ein guter IS hinten dran ist immer ein gutes Zeichen für einen Genitiv. Ja, dann weißt du, wer fürchtet den Herren des Drachen? Man muss wenn man Sachen ins Lateinische übersetzt, immer so ein bisschen Baukastenprinzip machen. Hört sich dann ein bisschen holprig immer an, aber es hat eine alte Sprache. Okay, genügend Nerd-Talk. Weiter geht's im Text. Diese Dynamik will ich keineswegs verharmlosen, denn sie kann sich hochschaukeln, wie schon geschehen bei Politikern, und gefährlich werden, vor allem, wenn Entmenschlichung dazu kommt, wie es bei beiden Seiten geschehen ist. Manche Hater bezeichnen Rainer Winkler zum Beispiel als Buttergulem oder Oger. Winkler wiederum hat gesagt, dass die Hater keine Menschen seien. Aber er hat sich auch selbst entmenschlicht. Das stimmt. Er hat gesagt, er will kein Mensch mehr sein. Leider werden Zuhörer des Podcasts bei der Auswahl von Informationen und Musik in die Irre geführt. Rainer Winkler wird als ein netter Kerl dargestellt, der nur seine Brötchen-Videos machen wollte und dafür im Internet gehasst wird. Beim Hater-Kollektiv wird von einer homogenen Masse ausgegangen, bei der die Nazi-Keule ausgepackt und zugeschlagen wird. Gefolgt von Vorwürfen zu ihren moralischen Verfehlungen, die der Podcast dann ironischerweise in seiner 5. Folge selbst begeht. Das war diese 5. Folge von dem Podcast, war absoluter Bullshit, da ging es überhaupt gar nicht so wirklich um Rainer. Also das ist einfach. Ja, und das mit der Nazi-Keule ist also eine Sache. Ja, die Nazi-Keule wird immer gerne gegen die Haterschaft ausgepackt, weil die zieht halt auch. Dass Rainer selber
dass Rainer selber sich in solchen Kreisen anbiedern wollte und sogar diese komplett Gehirnamputierten ihn nicht haben wollten, kommt auch selten irgendwo mal zur Sprache. Ja, dass Rainer zwar immer behauptet, er wäre kein Rassist, aber eindeutig rassistische Kommentare bringt. Ja, er ist fürs Droppen der N-Bombe von Twitch gebannt worden. Ja. Und die ganzen, wir wissen alle, was er den Leuten, ja, ob es jetzt, wenn dann dem einen Schwarzen da nachgeschrien hat oder dem südländisch aussehenden Hater, der da dort, wir kennen die Aussagen, die er da getroffen hat. Das sind keine Aussagen, die jemand bringt, der kein Rassist ist. Ja? Auch nicht im Zorn, weil Rainer ja immer meint, wenn er irgendwas im Zorn tut oder sagt, dann zählt das alles nicht. Vollkommen wurscht. Erstens, der Einzige hat ein Interview gegeben, wollte dann aber später, dass es nicht verwendet wird. Es ist gegen seinen Willen verwendet worden. Das wird doch ganz offen so gesagt. Zweitens, Aussagen der Kommentatoren der Heilige Ofenkäse, Arni Degger und Hank Loose wurden aus dem Kontext gerissen, um einen negativen Eindruck zu erzeugen. Drittens, Rainer Winkler hat seinen YouTube-Kanal verloren, weil er ganz klar gegen die Richtlinien verstoßen hat. Er ist hier der Täter gewesen und YouTube als Opfer hat reagiert. Es erfolgt aber eine Täter-Opfer-Umkehr. Diese Verfehlung wird vom Podcast als Formfehler abgetan. Und es wird sehr stark emotionalisiert, weil Rainer Winkler für den YouTube-Account sein Haus aufgegeben hat. Das ist, also ich weiß nicht, ob man da jetzt wirklich, ob Opfer da das richtige Wort ist. Aber ja, es ist halt nun mal einfach so. Ja. YouTube hat gesagt, hier, das sind die Voraussetzungen. Wenn du die erfüllst, kannst du bei uns auf der Plattform Geld verdienen. Wenn nicht, dann sperren wir deinen Account und alle anderen Accounts und du wirst hier keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Rainer hat Agree geklickt, hat die Scheiße sich nicht durchgelesen, weiter, Hauptsache Barne, hat gegen diese Dinge verstoßen, denen er dazu gestimmt hat und ist von der Plattform geflogen und das nicht zu früh, eigentlich eher zu spät. Und das Haus aufgeben für seinen YouTube-Account war halt einfach auch die kernbehindert dümmste Idee aller Zeiten. Jetzt hat er vor kurzem wieder gesagt, ja, wenn man Haus hat, muss man Haus, ist die stabilste Wertanlage und bla bla bla, das geht über alles. Ja, warum ist es dann nicht über deinen YouTube-Account gegangen, Rainer? Du hast ja Haus gehabt. Ja, wenn das so wichtig ist, so eine tolle Wertanlage, warum hast du dann das Haus weiterkaut und dann nicht deinen YouTube-Account, du Depp? Ja, weiter geht's. Weiterhin fand ich es enttäuschend, dass der Podcast nicht auf die Menschen eingegangen ist, die Rainer Winkler helfen wollten. Diese hat es auch gegeben. Zum Beispiel Baby Chrissy. Ich weiß nicht, Baby Chrissy jetzt da so ein gutes Beispiel ist. Also es war jetzt anfänglich keine Haterin. Die war halt nicht gut genug über Rainer informiert. Und die wollte sich halt ein bisschen an dem hochziehen. Die wollte Aufmerksamkeit haben. Dachte sie so, okay, wenn ich jetzt da mit dabei bin, dann das ist gerade ein gehyptes Thema, da hängen wir uns ein bisschen mit dran. Da greifen wir ein paar tausend Abos ab und dann gibt es ein bisschen mehr Bachne. Und das ist gewaltig nach hinten losgegangen, nicht nur, weil sie ja den Code-Midas-Effekt von Seiten der Haterschaft abgekriegt hat, sondern sie hat ja auch Rainers unmögliches Verhalten wieder abgekriegt am Schluss. Denn wir alle wissen, Frauen sind in Rainers Leben nur für eines gut. Wurstfach. Wenn eine Frau ihm nicht sexuell zu Willen ist, interessiert Rainer sich nicht dafür. Dann ist die praktisch non-existent. Und mit so einer Abweisung kommt er überhaupt nicht gut zurecht. Und da war es ja bei Baby Chrissy so. Die hat ja gesagt so, hey Rainer, du, ich mag dich, aber nicht auf eine romantische Art und Weise und ich habe einen Freund oder hat sie schon einen Mann gehabt, irgendwas. Und dann ist er sofort aggressiv geworden, hat die beschimpft. Wir kennen die ganzen Geschichten. Er wird die nicht mal ficken, wenn sie ihn dafür bezahlen will. Ja, der Schuss mit reiner Aufmerksamkeit zu farben ist sauber nach hinten losgegangen. Ja, das hat sie anders vorgestellt.
Aber es gibt ja Leute, die ihm tatsächlich und wirklich helfen wollten, denen er genauso aufs Dach geschissen hat. Also, ne. Oder Winklers Verhalten gegenüber Frauen. Ja, das hat man gerade. Oder seine Straftaten, für die er auch verurteilt worden ist. Oder seine FSK 18 Geschichten, die er selbst ins Internet gestellt hat. Dafür, dass ein Jahr intensive Recherche für diesen Podcast betrieben worden sein soll, ist das leider recht mager und enttäuschend. Sehe ich auch so. Ja, wenn die sagen, sie haben ein Jahr recherchiert für diesen Podcast, da hätte ich ein halbes Jahr, nachdem ich ins Drachengame eingestiegen bin, sagen wir es mal so, ja, nachdem ich das erste Mal irgendwie was mit Rainer gesehen oder gehört hatte, ein halbes Jahr danach hätte ich den ja einen besseren Podcast machen können, wie die Scheiße, die da fabriziert haben, nach angeblich einem Jahr Recherche. Wurscht. Außerdem beantwortet der Podcast die beiden Fragen in seinem Titel nicht. Wem nützt es denn eigentlich? Wie bereits erwähnt, ist Rainer Winkler sehr gut darin, Aufmerksamkeit zu erregen. Allerdings kann er damit nicht umgehen. Aber die Aufmerksamkeit kann von Leuten, die sich mit Medien auskennen, genutzt werden, um sich selbst bekannter zu machen. Das bleibt weder Winkler noch seinen Hatern verborgen. Immerhin gibt es dort den Ausdruck, sich am Drachen hochziehen. Was nicht verwundert, weil es das Einzige ist, was er wirklich gut kann. Dieser Tatsache bin ich mir auch bewusst, und um es anhand eines geflügelten Wortes einmal auszudrücken, hasst nicht den Drachengamer, hasst das Drachengame. Nächste Frage. Wer muss denn jetzt Angst vor Rainer Winkler haben? Das ist genau das. Im Titel stehen zwei Fragen. Ja? Wem nützt es und wer hat Angst vor dem Drachenlord? Und beide Fragen werden in diesem Podcast nicht beantwortet. Sehr gut erkannt. Punkt Nummer 13, die Medienschaffenden. Jeder Berufsjournalist, der sich mit Drachenlord auseinandersetzt, muss Angst vor ihm haben, weil das Thema undankbar ist. Denn es verlangt, sich intensiv mit der Geschichte und dem ganzen Drumherum auseinanderzusetzen. Das Narrativ Mobbingopfer gegen homogene Internetmasse bietet sich förmlich an und kann zum einseitigen Artikeln verleiten. Wie es schon oft geschehen ist. Das Thema ist gleichzeitig perfekt geeignet, um bei Medienschaffenden die Spreu vom Weizen zu trennen. Sowohl bei den öffentlich-rechtlichen als auch bei den privaten. Das fängt mit dem Bildinterview mit dem Drachenlord vom Januar 2023 an, bei dem der Chefreporter höchstpersönlich nur schriftlichen Kontakt mit einem falschen Drachenlord hatte. Dieser hat ihm fehlerhafte Informationen gegeben, die ihn mit einer kurzen Internetrecherche entlarvt hätten. Aber das geschah nicht. Das Interview wurde veröffentlicht und ein zweites Interview stand schon in den Startlöchern. Als die Täuschung aufflog. Punkt. Da wurde vom Bild eine Entschuldigung gedruckt und mit den Begriffen wie kriminelle Energie, Strafanzeige und Bekennervideo um sich geworfen, aber die Tatsache allein, dass so etwas passieren konnte, spricht Bände über die journalistischen Standards, die bei der Bild herrschen. Herr Solmecke hat dazu ein sehenswertes Video gemacht. Ja, das ist auch so eine Sache. Auch diese Entschuldigung, der Artikel war ja relativ groß, die Entschuldigung war verschwindend klein abgedruckt. Und ja, da werden dann wieder so Plattitüden um sich geworfen. Bekennervideo. Da ist ja schon so ein Bekennervideo, hast du normalerweise, wenn es um irgendwelche islamistischen Anschläge oder sowas geht. Ja, keine Ahnung, die Taliban haben ein Bekennervideo veröffentlicht. Ja, damals beim 11. September. Ja, da wird gezielt werden solche Vokabeln benutzt, so schockierende Vokabeln, um vom eigenen journalistischen Versagen abzulenken. Und das ist, ist ein typisches Bild. Weiter im Text. Ein besonders trauriges Bild liefern die öffentlich-rechtlichen Medien. Die Dokumentation Bekenntnisse eines Haters, die im ersten lief, betreibt eine Täter-Opfer-Umkehr, unter anderem bei Winkler, liefert eine Anleitung für nicht verfolgbare Straftaten und gibt Rezo indirekt die Schuld daran, wenn Menschen im Internet verfolgt werden. Hier empfehle ich für nähere Informationen das Video von Just Nero. Das empfehle ich auch, das ist nämlich sehr gut. Speziell Rezo ist
seit seinem sehr gut recherchierten Zerstörungsvideo der CSU im Jahr 2019 zu einem roten Tuch sowohl für die Partei als auch für Medienschaffende geworden. Als es damals viral ging, spielten es viele Berufsjournalisten herunter und meinten auch, es würde sogar Spaß machen, sein Video zu zerlegen. Getan hat das bis zum heutigen Tag niemand. Der Bayerische Rundfunk hat vor kurzem zum Thema Hexenjagd einen Fernsehbeitrag und einen Artikel veröffentlicht. In beidem wird gesagt, die Schuld liegt bei den Tätern. Damit wird erneut das als homogen wahrgenommene Hater-Kollektiv gemeint und ein Schwarz-Weiß-Bild gezeichnet. Der Artikel kritisiert sogar den Hass als Geschäftsmodell, ohne zu begreifen, dass Rainer Winkler mit genau so einem Geschäftsmodell Geld verdient. Das ist richtig. Der Hate ist das Geschäftsmodell, aber es ist nicht das Geschäftsmodell der Hater. Der Hater ist das Geschäftsmodell von Rainer. Immer gewesen. Selbst auch, er hat es ja selber auch mehr als einmal zugegeben. Er hat immer gesagt, natürlich, ich manipuliere die Hater, natürlich provoziere ich den Hate, weil dann kriege ich mehr Barne. Hat er selber gesagt. Es lässt sich nachprüfen, geht es auf die Dachenchronik. Jeder kann es nachlesen. Aber wie gesagt, passt nicht ins Opfernarrativ, wird rausgemeldet. Um es noch einmal zu betonen, ich verurteile Hasskampagnen im Internet und es hat welche gegen Rainer Winkler gegeben, sowie das Schanzenfest. Allerdings betreibt Rainer Winkler auch im Gegenzug eine eigene Hasskampagne, um den Hass gegen sich aufrechtzuerhalten, damit er weiteren Aufmerksamkeit erlangt und damit Geld verdient. Es ist vergleichbar mit einem Jungen, der in einem Stock versehentlich in einem Wespennest sticht. Zerstochen wird und von seinem Umfeld erst einmal Mitleid, Fürsorge und zum Trost etwas Süßes bekommt. Aber anstatt daraus zu lernen, die Wespen in Ruhe zu lassen, erwartet er dieses Verhalten von seinem Umfeld jedes Mal, wenn er zerstochen wird. Ergo ärgert er daher munter jeden Tag die Wespen, immer heftiger, um besonders viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Reibt er sich irgendwann auch noch mit Buttersäure ein. Schöner Vergleich. Das nähere Umfeld wendet sich mit der Zeit von ihm ab, wenn es bemerkt, dass er nicht aus seinen Fehlern lernt. Aber jeder, der den zerstochenen Jungen sieht, glaubt erst einmal, dass er Mitleid, Trost und Fürsorge brauche. Um später zu demselben Schluss zu kommen wie viele andere vor ihm. Das darf kritisiert werden, genauso wie Medienschaffende dafür kritisiert werden dürfen, wenn sie nicht das gesamte Bild zeigen und das Narrativ des unschuldigen Mobbing-Opfers verwenden. In meinen Augen gefährdet es die Demokratie, wenn Berufsjournalisten und dort vor allem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der schon wieder eine Beitragserhöhung fordert, es nicht schaffen, bei solchen Themen differenziert berichten zu können. Da ist eine kleine Stichelei gegen die öffentlich-rechtlichen. Ich halte die Beiträge auch für zu hoch. Ich halte das alles viel zu aufgeblasen. Man könnte mit einem deutlich geringeren Beitrag sich aufs Wesentliche konzentrieren, aber nur so nebenher. Ob es eine Gefährdung der Demokratie ist, wenn man jetzt Scheißberichte über Rainer schreibt, die der Wahrheit nicht entsprechen, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht. Aber ich verstehe, worauf er hinaus will. Also wenn die da schon keine Vorsicht walten lassen und ihre journalistischen Standards nicht einhalten, ist es natürlich gefährlich, wenn sie das überall machen und dann praktisch im politischen Dinge berichten, die einfach unwahr sind, weil sie nicht anständig recherchiert worden sind. Da kann das ganz schnell in Scheiße ausarten. Halte ich jetzt für ein bisschen pathetisch und ein bisschen übertrieben, muss ich sagen, den Abschnitt. Wenn ich als Leser einer Zeitung oder Zuschauer einer Sendung mich bei einem vergleichsweise kleinen Thema wie dem Drachendort nicht darauf verlassen kann, dass Berufsjournalisten, vor allem öffentlich Finanzierte, ihre Arbeit richtig machen, wie soll ich dann ihnen dann Glauben schenken, wenn sie über die großen Themen berichten? Naja, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es wäre beispielsweise möglich, die Haterschaft komplett positiv zu framen. Das ist ein interessanter Ansatz. Indem man sich in einem Bericht nur auf die Spendenaktionen und die kreativen Werke konzentriert und sie als durchgehend liebe Leute darstellt, die Rainer Winkler zur Vernunft bringen wollen. Genauso wie die Berichte von Rainer Winkler als Unschuldslamm würde das der ganzen Sache nicht gerecht werden. Es gibt in dieser Geschichte kein Schwarz und Weiß, nur unterschiedliche Schattierungen von Grau. Jene, die Straftaten gegen Rainer Winkler begehen, müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und wurden es auch. Selbiges gilt für Rainer Winkler. Beispielsweise hat er diese Woche hunderte Telefonnummern von Leuten veröffentlicht, die ihn angerufen haben. Darunter waren nicht bloß Hater, sondern auch Fans, von denen einer ihm sogar einen Platz zum Schlafen angeboten hat. Auch hierzu gibt es von Herrn Solmecke ein interessantes Video. Solmecke kommt
hier unter anderem zu dem Schluss, dass es eher zu weniger Anzeigen kommen werde, weil diejenigen, die Rainer Winkler angerufen haben, sich damit selbst strafbar gemacht haben könnten. Die einzigen, die Winkler wohl ohne Risiko anzeigen könnten, dürften die Drachis sein, also Menschen, die es gut mit ihm gemeint haben, nur um von ihm so vor den Kopf gestoßen zu werden. Letzter Punkt, 14. Empfehlungen für weiterführende Recherchen. Dieser Artikel ebenso wie die beiden ersten sind nach sorgfältigen Recherchen und Abwägungen meinerseits entstanden. Ich finde, jeder Mensch sollte sich selbst ein Bild von Rainer Winkler machen, darum werde ich nun einige der Quellen auflisten, die ich verwendet habe, nebst Kommentar meinerseits. Hier sind jetzt das Drachenlord Eisberg Video verlinkt und BBS Legal, der einzige, die Online-Geschichten und so weiter und so fort. Und damit sind wir am Ende des 3. Artikels angekommen. Meine lieben Freunde, den werde ich euch auch unter diesem wunderschönen Video linken. Ich hoffe doch sehr, dass euch das nicht zu sehr auf die Eier gegangen ist. Das war jetzt eine 2 Stunden Vorleseorgie vom Allerfeinsten. Mit mir, Dulli, der sich permanent verlesen hat und seinen Senf dazu gegeben hat. Wenn euch das gefallen hat und ihr die weiteren Artikel, sollten noch welche erscheinen, von mir vorgelesen haben wollen würdet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare unten schreibt. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer tut nicht, was Rainer tut. Und Mad Love.